Leck mir mal, Timmy, heute waren wir wieder dermaßen synchron, dass du sagst, gibt's das. Aber das ist der Timmy Boy 2. Oh ja, was da wieder los ist. So, jetzt genehmigen wir uns mal schnell 10 Sekunden, bis YouTube bequemt, dass ich mich selber höre und mir nichts passiert, was so selber ist. Timmy Boy, kriegst du dir daheim währenddessen? Ich habe keine Ahnung, ob du das schon hörst oder nicht, aber ich glaube, dass man... Nein, eigentlich ist mir nicht wurscht. Jetzt bin ich da! Hoi! Evans, 1 Bierger, Micker, 20 Uhr, eine weitere Runde KCD 2, so sieht's aus. Timmy Boy, Kuss auf die Nuss. Geriss mir erstmal in den Haufen hinein, damit nichts passiert. Habe die Ehre an die seine Side of Life. Fahren den Forest Squad an, den Sumsglück an, den Franz an, den Firestarter an, den Alex mit irgendwelchen komischen russen-kyrillischen Sachen drin. An den Wooden Beef, an den Sebi, an den Tizian, an den Tom, an den Leuchtrauschkugel, an den Grotz, an den Knicker der Bazi. Das ist ein guter. Knicker ist ein schönes Wort. Knicker ist ein schönes Wort. Zweifel schreibt Dipf, Dipf und Dipf. Aber wieso? Dipf, wo? Dipf, wo? So, grüß Gott, wie geht's euch? Wahnsinn, der verschlaft den Stream. Wer? Timmy Boy, schon wieder. Oh, falscher, okay, servus, grüß für mich. Ja, sicher, nicht, passt. Ich schluss jetzt mit dem Scheiß. So sieht's aus. Herr Gensel! Ach, oh leck, 78 Monate. Muss ich straight nachschauen, du musst weiß nicht, in der Top 3 drin sitzen. Gibt's nicht anders. Muss ich schauen. Achtung. Was? Groschen alle, Leerzeichen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bist. Leerzeichen, 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 Leerzeichen. Und das ist der Arschloch! Wer war denn das? Franz, fangst jetzt du auch mit der Scheiße. Habt's jetzt... Nein, sag's nicht. Sag's nicht. Herr Gensel, Messe für 78 Monate, das ist ultra narrisch. Nisse! Messe für 1,44. Der Birger heißt die Donau seit Freitag Nachmittag-Streams. Bruder, an die erinnert die mich nicht mehr. Sag wieder, was ist. Ich sag, dass es ist. Wann war denn das? 2006! Hab das Rauch aufgehört, jetzt hab ich Geld für die übrig. Du Geigerl, siehst du das? Siehst du das? Bei mir ist es auf alle Fälle besser angelegt, ja. Ich werde es nur für lauter gesunde Sachen ausgeben. Leute, Schluss! Nissi, merci dir. Löwensepp, merci dir. Opa, merci dir. Facharzt, merci dir. Was ist denn noch heute? Was ist denn heute wieder? Was ist denn heute? Ich verstehe nicht. DRRRT, ich bin moi wieder sauhoas auf Heid Hashtag fetter Trottel nimm das Guide. Fetter Trottel nimm das Guide! Okay, dann nimm sie. Was soll ich sagen? Facharzt, merci dir, das ist zu viel. Hashtag Vollbier Squad ab in den Chat. Gerald von Plötze, ebenfalls. Aber tritt zurück. Der Tim J, wieso wird er nicht angezeigt? Wieso wird er nicht angezeigt, wie hat er gesagt? Tim? Ist es jetzt der dritte Tim, ja? Da drücke ich nochmal auf Retriggern, damit nichts passiert. Welcome to the Squad! Merci Tim, Kuss auf die Nuss, ab in den Chat, habe ich einen Tim 3. Wie viele Tims haben wir jetzt? Haben sie alle Tims, alle Florians in Tims umgenannt oder was passiert? Ich weiß es nicht. So, wie heißt der überhaupt? Ich komme überhaupt noch auf Firestone, merci für 9 Monate. An die Wand, merci, dass ich mir irgendwas lese. Schau, dass heute kein Haxen mehr brichst. Ich war stets bemüht. Ich habe ein bisschen weitergespeckt gestern. Und heute habe ich auch ein bisschen Lore gelesen. Ich bin ein bisschen auf einem besseren Stand wie vorgestern, wer da überhaupt wer ist und was war eigentlich im ersten Teil und überhaupt und sowieso. Wer Kruzifix, Leute, ich komm nicht neu! Andi war merci dir, Bodo, merci für 13 Monate, Luki, merci für den Euro, Kuss auf die Nuss, Macke! Savatat erfinden, dass die Sache auch geht von hinten. Was? Doch, der Ritter Xaver, da ist der Timmy Boy nochmal. So, jetzt begrüßen Sie mich mit dem Timmy Boy, kriegst nochmal die Tröte, pass auf. War hingehört! Timmy Boy, Kuss auf die Nuss! So, jetzt mal so. Luki, merci für den Euro, Macke. Doch, der Ritter Xaver muss nicht länger bleiben, ein Braver. Denn der Xaver tat erfinden, dass die Sache auch geht von hinten. Hashtag Geldgeiler Ritter. Das hat er ist. Geldgeiler Ritter. Hashtag Geldgeiler Ritter! Los! Macke, merci dir. Flea Frankie, merci dir. Tim. Sag mal, was ist denn heute? Fahrarzt, zusammenreißen. Du hau ihn noch was dazu an. Aber wieso? Du hast doch gerade reingeschissen, der Birger auf Gina Stream. Was? Schluss! Phase 1, Schluss! Phase 2 wäre Super Chat schon gleich 5 Mal und Phase 3. Merci. Was soll ich machen? Timson, merci für 28 Monate. Fahrarzt, der 50er ist definitiv zu viel, beziehungsweise jetzt haben wir bei einem 70er. Schluss, aus. Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weiß ich noch, Sim, ich höre nicht, was ich sagen soll.
Wer kommt jetzt? Oh Gott, die Liste. Was ist denn heute? Was ist denn heute? Lemmings. Wann? Oh, Lemmings. Da muss ich Bürgerin holen, das ist nämlich ihr Lieblingsspiel. Wenn man, also ich rede nie mit der Bürgerin über das Zocken. Und wenn, verzeih ich irgendwie eine Geschichte, wie krass das irgendein Spiel ist, kann ich die zum Beispiel, dann können sie, ich mag Lemminge. das ist der Bürgerin die Antwort auf den ganzen Bums. So, wer war auf der Zeimersepp? Merci werden 52, Orheim, Merci werden 21 Monate, Oli, Merci werden 41 Monate, Flo, Merci werden 5er, Let's Play Lemmings, irgendwann vielleicht. Ich weiß nicht. Vielleicht werden wir mal wieder eine Retro-Reise machen. Ich weiß nicht, ob uns 2 Stunden lang Lemmings begeistert, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Freizen! Merci für 40 Monate. Kuss auf die Nuss. Auf weitere 40 Monate. Ich werde dich daran erinnern, Franzen. Ich werde dich daran erinnern. Was, wenn wir das machen? Das geht jetzt wieder. Was dert's denn ihr schon wieder? Jetzt war ich jetzt auf, was ist denn heute? Es ist mitten im Monat. Es hat nicht irgendwie ein Geld gegeben oder sonst was. Weiß ich nicht. Ich verstehe nicht. Klaus! Klaus! Oh yeah, Klaus! Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Alle in den Chat hinein. Habe dir klar. Der Doktor! Jetzt wird Bergdoktor genannt, bitte. Bitte nenn die Bergdoktor. Bitte. Please. Leute, ab in den Chat. Habe dir Klaus, habe dir Jonas. Merci dir. Kuss auf die Nuss. Welcome to the squad. Ab in den Chat. Los! Herr Garner, merci für den Zwill. Deutsche Pauschalreise mit 14 Buchstaben. Einmarschieren. Basti Hero. So, was ist da? Wer sind Basti Hero? Das war 20er, oder? Ist das überhaupt angezeigt worden? Oder ist es bloß einer gefahren und wieder verschwunden? Ich weiß nicht. Das ist schon immer broken seit 7 Jahren. Mir ändert sich gar nichts. Hier wird nichts dran gewackelt. Bürger ist es Micke. Ja, aber weiß ich nicht. Gibt's noch Mitgliedschaften und Geld umsonst? Oder habe ich gerade Montag gesagt? Habe ich mich gerade habe ich irgendwas... Ich weiß es nicht. Ich weiß, was ich sagen soll. Sandri, ja, merci! Merci dir! Nach Wochen endlich mal wieder live mit dabei. 10er Flat geht rüber. Sandri, ja, merci dir. Kuss auf die Nuss. Flea Frankie, merci wieder 5er. Geil, Ritter! Timmy Boy, merci dir. Julia! Das muss ich lesen. Die hat sie mir gegeben beim Schreiben. Pass auf. Servus, das muss einmal gesagt werden. Finde ich schön, dass es die gibt und du uns im Squad immer zum Lohr bringst. Egal wie scheiße der Tag war oder das Leben gerade läuft. Hashtag Biergerliebe, Hashtag bester Streamer, Hashtag Bussi aufs Lucy. 2 fast erstickt. Haben wir es jetzt dann mit 20 umeinander? Wer fährt es nicht ganz sauber? Was ist denn heute? Was ist anders? Irgendwas ist anders. Jetzt war es wochenlang relativ ruhig. Und jetzt ist die Liste schon wieder länger, dass wir um 10 nach 8 fast nicht fertig werden. Was zur Hölle ist mit euch? Sepp! Sepp! Merci für die Mitgliedschaft, welcome to the squad, Kuss auf die Nuss, ab in den Chat, aber der Seepause. Nino C. Fix, merci für deine 26 Monate. So, einmal im Jahr darf ich das auch. Was einmal im Jahr? Du kannst es einmal im Monat machen mit dieser Mitgliedschaft. Du Zipf für Adam, für das ist da. Und Teilzeit aus Linz, AT, Grits, kann mich erinnern, als warten die Streams am Freitagmittag. Das ist wirklich... Also, es ist so utopisch, dass immer noch Leute wirklich da sind, aus den Zeiten der Freitagsstreams. Das war im letzten Jahrzehnt, Freunde der Sonne. Und das ist und das Ende des Jahrzehnts. Nicht 2020 oder 19, sondern das war 17. Was ist denn mit euch? Ich weiß es nicht. Nein! Das ist ein guter. Musst du mal schauen. Ja, müsst ihr mal schauen. Der wird auch nicht langweilig, muss ich sagen. Was du nimm ist A-Gruppenzwang, Hashtag Leerzeichen, Hashtag geldgeile Ritter sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, Herz! Das Herz war wichtig. Free Frankie, Schluss jetzt. Wir haben jetzt fertig. Jetzt kommt da. Ja. Punkt. Frei. Nein. Dankeschön. Was? Nikos, Kuss auf die Nuss. Danke. Hey, Alter, ich brauch der Hüf. Ich braucht steh Hüf. Der Hüf. Los, mein Resop, so eng, ich kenn mi net aus.
Und Pfui Spaß im Spül. Kann ihm das bitte irgendjemand im Chat erklären, wie das funktioniert? Ich denke mal, du musst nochmal auf das Symbol klicken, wo du damals Mitglied geworden bist. Und anstatt dass dann halt Mitglied werden dort steht, kannst du eine Nachricht eintippen und dann einfach draufdrücken und dann kommt dieser Resub. Glaube ich. Ich bin heute von mir selber kein Mitglied. Und einfach kein anderen. Ich weiß nicht, wie das geht. Der Schluss jetzt! Nikus, merci dir, Farbdose, merci Flü Frankie, merci Timmy Boy, Rest, Manuel, merci für den Zirkel, Schluss. Alerts aus, starte das verdammte Spiel. Ihr seid sich ganz sauer. Weiß nicht, wo das jetzt auf einmal wieder herkommt. Braucht's das? So, Grafikkarten auftragen. Das hab ich wieder vergessen, schon, ja? Grüezi, fix noch einmal. Wenn ich das auch noch, wir haben uns heute zum Metamacher getroffen. Und jetzt zum Geld umeinander scheißen. Herr Rieger! Ich mag Züge. Los jetzt! Ich arbeite dran! So. Grafikkarten applied. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was da heute wieder los ist, auf einmal mittendrin. Kaum aus dem Nichts. Ihr Volk aus dem Narischen. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Zurücklehnen. Schnauze halten jetzt. Donation Sounds sind jetzt aus. Wir spielen jetzt in die Ritterburg hinein. So sieht das nämlich aus, du. Jetzt gibt der Alex nochmal. Nein, der Axelander. Das war eigentlich lustig, wenn das in dem Ausweis drin steht. Heute aber live nach meinem Fail letztes Mal Mr. Birger. Warst du das, der in den falschen Stream, also in den Stream von letzter Woche, eine kommentiert hat, heute mal live dabei? Und hast nicht gespannt, dass. Ich frage mich, wie das zustande kommt. Du wirst ja einen Unterschied kennen zwischen der Chatleisten und einer Kommentarleisten. So dass du da gerade nicht in den Chat einschreibst, du ganz viele andere Sachen durchfahren. Wie viel halbe hast du da wieder gehabt? Sag's ihm. Axel, merci dir, Grotzer, merci Black mit meinem Nikus. Schluss. Der Nikus hat's gefunden. Prosé für Nikus. Weiter geht's. So, Schluss jetzt, weil sonst kommen wir wieder kein Meter nicht vom Pflegen im Spiel. Fix, letten, Alter. Also, ich habe natürlich ein bisschen weitergespielt. Offstream habe aber nichts Besonderes gemacht. Also an der Hauptquest habe ich natürlich nicht weitergemacht. Wir haben uns letztes Mal. Da sind wir nun. Das, was das Herzl-Symbol neben meiner Lebensleisten bedeutet, das erkläre ich euch, wenn es ein bisschen älter seid. Und hier sind wir nun. Schönen Gruß, Fahrrad, merci dir, Schluss jetzt. Das ist wirklich ein Gruß. So. Also, jetzt passt so auch. Dann habe ich mir ein paar Groschen gefarmt. Wir haben ja nicht mehr ganz so arm. Jetzt haben wir 2800, das ist okay. Aber auch noch das ganze Viertel vorher, Scheißdreck. Und was habe ich. Jetzt pass auf, schau, was ich gefunden habe. Schau, was ich gefunden habe. Brigande des Brunswick. Kettenhaube des Brunswick. Was haben wir noch? Armplatten des Brunswick. Da müssen wir noch mehr haben. Plattenhandschuhe des Brunswick. Habe ich gefunden. Super geil gemacht. Super geil gemacht mit so Landkarten, nichts mit Questmarker und so. Super awesome gemacht. Und einen Ochsen habe ich auch gemalt und dann haben wir uns zum Schlägern getroffen und so weiter. War ganz witzig, also um Gottes Willen, aber es waren lauter Nebenquests, das ist nicht so unfassbar wichtig. Was ich noch gemacht habe, ich habe einen Haufen Skillpunkte natürlich gekriegt, in allem. Und mittlerweile bin ich beim Hundeflüsterer Level 20. Der hat bald fast alle Perks freigeschaltet, die es gibt. Mein Hund ist jetzt so der richtige krasser Motherfucker, den kann ich auf die Leute hetzen und der beißt dann einfach die Leute tot. Sehr gut. So, ja, und damit wir uns im Stream auskennen, habe ich mich da so hergestellt. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Ja, komm her. Das Wichtigste, und dann machen wir so, hier vor dann. Schmecken. Kriegst du ein Stickerl, da will wieder ein Stickerl Wolfsfleisch hin und dann. Heiß nicht. Was heißt denn mir? Schau, das nicht da! Du, dein Essen kugelt davor, guter Hund! Was macht Sachen? Wieso? Und du keinen Hunger? Was? Gott schenke die Gesundheit. Schau nicht mir, da kugelt's! Jetzt liegt's da! Du Zipfel du, kurze Fix. Arschloch. So, passt. Und ein neues Pferdl haben wir auch. Ist das unser Pferdl? Das ist gar nicht unser Pferdl. What? Das ist unser Pferdl. Ich hab Pebbles eingetauscht. Hat bessere Stats gehabt. Hilft nicht. Kowalski, Rollkommando. So, ja, dann würde ich sagen, machen wir straight weiter.
Wir haben vom Berghoff, vom Otto, haben wir eine Aufgabe bekommen. Zurück im Sattel, begleite Hans Capon nach Nebakow. Und da sollen wir uns um eine Garnison kümmern. Ich denke, ich bin so bereit, wie ich nur sein kann. Jetzt muss ich nur noch mit Capon aufbrechen und ihn sicher nach Nebakow begleiten. Hervorragend, endlich hat man uns gebührend in Troski empfangen. Ich habe nun einen Schlafplatz, meine Ausrüstung, ein Geschenk des Herrn von Berghoff, ein Pferd namens Hering. Stimmt, unser Pferd heißt übrigens Haring und nimmer Pebbles, sowie Zaumzeug. Und jetzt lesen wir da nochmal schnell durch. Wir sind endlich Herrn von Berghoff begegnet, doch leider fehlt ihm die politische Verhandlungen gerade die Zeit. Eine Bande Banditen hält die Region in Atem und von Berghoff versammelt seine Truppen, um sie zurückzuschlagen. Deshalb hat er uns nach Nebakow geschickt, wo wir den Herrn zu den Waffen rufen sollen. Das heißt quasi, wir reiten jetzt da ganz gemütlich zu einer Garnison und hoffen, dass die uns irgendwie helfen. Hab mir auch ein bisschen hineingelesen, so von, oh shit, wo ist denn der Hans? Hans! Hans, wo bist du, Hans? Wo ist denn Hans? Begleite Hans Capon. Wo ist denn Hans? Ist der drin? Warte mal. Dann muss ich nicht mehr absteigen. Müssen wir Hans jetzt einmal suchen. Der rennt da die ganze Zeit umeinander, der Zipfel Adam. Letztes Mal ist er noch vorne vor der Tür gestanden. Warte mal. Muss ich da sitzt er! Was tust du denn? Gehen wir nach Nebakow. Ich bin soweit. Lass uns gehen. Nein. Bis Sonnenuntergang schaffen wir es nicht bis dahin und zurück. Triff mich bei Sonnenaufgang am 2. Tor. Goddammit! Verdammt nochmal! Müssen wir uns noch mit so einem Schlafi legen, das hilft nicht. Ja, hilft nicht. Gehen wir in unser Quartier hinein. Schlafi. Wie spät wird es denn sein? Schlafen und speichern. Naja, wie lange kann man schlafen? 12 Stunden. Ja, dann schlafen wir einfach nochmal und schauen wir, was passiert. Was haben wir? Oh, essen müssen wir zuerst noch was. Essen müssen wir zuerst schon noch was. Okay, was ist jetzt Plan B? Ja, jetzt wird einfach geschlafen und gewartet bis zum Sonnenaufgang. So, Nahrung. Wir gehen mal her. Was isst man schön? Haben wir noch? Oh, der Apfel ist so gut wie kaputt. Den werfen wir am Boden wieder. Haben wir eine saubere Halbe, da schlafen wir besser. Zack, Bier, eine ins Gesicht. Oh ja, und dann haben wir da so ein gedörrtes Wolfsfleisch. Da haben wir da hier Sattheit 74. Und dann fressen wir einen Apfel hinten neu, haben wir 76. Das gelangt überall. Schau her. Schlafi. Und wenn das immer noch nicht gegangen ist, schlafen wir einfach nochmal. So. So, bis um 1. Los geht's. Sauber ausgeschlafen sind. Mir nichts passiert. So, jetzt bin ich im Real Life. Was ist denn jetzt? Das ist 1 der Früh. Ich wollte mir am 4. Nachmittag bloß healing und ein schnelles Nickerchen machen. Oh, das ist 1 der Früh. Was kann man da? Ja, saufen wir erstmal halbe und dann fressen wir noch mal ein Stückchen irgendwas und dann drehen wir uns um und du kannst nicht einschlafen, da du bereits lange geschlafen hast. Dann sitzen wir uns. Weißt du, was wir dann tun? Weißt du, was wir dann tun? Jetzt pass auf. Damit die Zeit, die wir jetzt da umeinander sitzen, nicht total umsonst ist. Gibt's. Muss ich aber zuerst in Kisten eingruschen. Bücher, jetzt pass auf, es gibt so Lehrbücher. Auszüge aus der Bibel, Simonie, Tagebuch des Arztes. Gibt's nicht? Wo wäre denn das haben? Ich habe eigentlich irgendwo so ein Buch. Auf Sanftpfoten. Das da, genau, jetzt pass auf. Gegenstand übertragen. Nehmen wir jetzt. Und wenn wir uns da her sitzen, dann glaube ich, kann man nämlich die Dinger lesen, dann kriegst du ein paar Skillpunkte, um was das so geht. Machen wir so. Zack, lesen, lernen. Und dann lernen wir. Ja, wir haben halt fit unterwegs. So, hier beginnen. Zack. Kann ich das jetzt eiskalt nochmal da? Du hast dieses Buch ausgelesen. Aber ich habe verbessert meine Heimlichkeit schon. Hat sich schon rentiert. Jetzt müssen wir leider Gottes nochmal warten, aber das ist ja wurscht. Machen wir Tee. Sonnenaufgang ist 5 in der Früh. Hätte ich gesagt gehabt. Ist das der Sonnenaufgang? Ich würde schon sagen. So, jetzt wo ist der Hans? Hans! Gott sei mit dir. Mach keinen Ärger. Dann werden wir dicke Freunde. Dick bist schon. Ich nicht. Sei gegrüßt. Ich bin gut gebaut. So, wo ist mein Pferdl? Das Gepfeife. Wo ist mein Pferdl? Wo ist der Hans? Jetzt ist er wieder in der anderen Burg drin. Warum zügst du der Rüstung noch nicht an? Gute Frage. Nächste Frage. Ich mag es nicht kaputt machen. Was ist denn das? Muss ich jetzt da? Gott sei fix nochmal, weil da wieder keiner aufgesperrt hat! Wo ist er jetzt da? Jetzt ist er da unten! Ich rasch aus. Da geh her jetzt.
So viel zum Metermachen, Alter. So, Gas. Haring! Ruhig, braves Pferd. Da, wo ist er? Da ist er. Oh, er winkt eh schon. Da winkt er schon. Der Hakelschatz schreibt, Servus Bürger auf dem Fernseher und schön laut, damit Nachbarn wissen, was geschlungen hat. So ist es recht. Pass auf, alle anderen, Lautstärke runter. Der Hakelschatz, pass auf. 3, 2, 1. So viel zu tun. Rest in peace, Mr. Headphone-User. Also, wollen wir nach Neberkow reiten? Ich halte nicht noch einen Tag in der Nähe dieses Trottels Schaumberg aus. Dem würde ich gerne aufs... da kommt sie. 5 Sekunden im Spiel. Den würde ich gerne aufs Maul hauen. Scheiß auf den. Du bist gegenüber ihm nicht fair. Scheiß auf ihn. Ja, ich darf dem lieber nicht aufs Maul hauen. So ist es. Wann immer ich ihn sehe, möchte ich ihm auch einen in die Fresse hauen. Aber sowas von. Oh, sowas von. Da fällt mir ein. Hör mal. Ich weiß, ich habe mich wie ein Idiot benommen. Da Aber schau her. Mach dir keine Sorgen. Oh mein. Oh. Oh, ist das ein Hauch von. Ha! Gay? Na, das. Ich mag keine schwulen Beziehungen in dem Spiel führen. Ich will nicht. Ich tue es trotzdem. Das kann jedem mal passieren. Aber du kannst dich auf mich verlassen. Jederzeit. Wir hatten einen Streit, das war alles. Wem passiert das nicht? Du bist der beste Freund, den ich habe. Danke, Heinrich. Ich weiß das zu schätzen. Ich bin Es gibt froh, eine dass du mein Gay-Option. Knappe Ja, ich weiß. Weißt du, Anusch hatte dich mir eigentlich als Strafe zugewiesen. Aber jetzt will ich niemand anderen mehr an meiner Seite haben. Okay, es ist wirklich geil. Darauf gebe ich dir als Edelmann mein Wort. Der Und ich Edelmann. schwöre auf meine Ehre als Schmied, immer zu dir zu stehen. Auch in schweren Zeiten. Dann ist dein Schwur wohl so beständig wie Stahl. Aber auch ich nehme meine Schwüre ernst. Und da ich Bojenna ein Versprechen gab, müssen wir es halten. Du hast recht. Das gehört sich so. Daher betraue ich dich in unser beider Namen damit. Richte ihr unseren Dank aus und gib ihr das. Das sollte unsere Schuld mehr als begleichen. Dein Wunsch ist mir Befehl, Herr. Sobald wir aus Neberkow zurück sind. Es ist höchste Zeit, dass wir aufbrechen, wenn wir vor der Nacht zurück sein wollen. Carpe diem. Bin bereit. Dann lass uns aufsitzen. Wer schreibt denn dieser Abend jetzt geheiratet? Ich weiß nicht, ob wir mir geheiratet haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, ich weiß jetzt auch nicht. Ja gut. Reit mal. Hans! Reit zu! Folgen. Alt, das finde ich übrigens eine coole Funktion. Da Es kannst du auf ist Alt schön, drücken und frei dann, im dann Himmel reiten zu sie von sein. selber. Muss ich nichts In täuschen, ja? düsteren Gängen da oben habe ich mich immer so eingefühlt. Kein Stress. Doch ich kann nicht bestreiten, dass das mal eine richtige Burg ist. Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Dagegen ist Pirkstein nur eine kleine Feste. Von Bergo weiß wirklich, wie man Eindruck schindet. Ich habe nur den Kerker gesehen, das stimmt so nicht. Eine wunderschöne Burg. Ist wirklich eine schöne Burg. Ach, das stimmt. Ich finde das cool mit den zwei, Und Bergo muss Türme aufgehen. stinkreich sein. Bergo, Man das ist cool. verdient als königlicher Unterkämmerer wohl recht gut. Oder er scheißt einfach Goldtaler. Wer scheiß Goldtaler? Scheiße. An dem Ort hier bekomme ich Gänsehaut. Ja, das kann ich verstehen. Mori. Um mich wäre es hier beinahe geschehen. Ich wäre dann für immer Komm, an die war schon Seite drin in der meines Schlinge. Vaters getreten. Gott hab ihn selig. Boah, cool Er würde Sende am fragen, Montag. Sehr cool Sende sogar. Also, mein Sohn, was hast du in deinem Leben erreicht? Und ich müsste sagen, tja, Vater, ich habe alles vermasselt und wurde Moment wegen mal. Wilderei. Jetzt habe ich Burg Troski entdeckt. Ist das dein Ernst? Da bin ich gestern, glaube ich, 5-mal rein und rausgeritten und ich habe den scheiß Punkt zum Hieb. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, wieso gibt es da keinen Schnellreisepunkt da drin? Okay, weiter im Text. gehängt. Verdammt und zugenäht. Währenddessen Das geht doch genießen wir nicht. die Aussicht. Wenn ich im Jenseits ankomme, muss ich eine bessere Geschichte erzählen können. Viel Erzähl ihm, du besser. hast das Reich gerettet, du kannst ihm von mir erzählen. Also jetzt wird's echt. Audentes, du noch, ich weiß nicht, was du heißt, ich sage einfach nichts. Kann ich noch drucken? Nein, schau, ich überhaupt langsam mal. Ich schweige. Das mag ich nicht kommentieren, weil hier noch landet wirklich noch irgendeines von unseren Pümmeln in des anderen Öffnung. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Was ist denn da jetzt wieder Ich aus? bin Fridolin, lebendig hey für- Chef, bin ab Ja, 5.3. gehen wir wieder im den Pferden Nachschaussquad. richtig Viel Spaß Sport? halt. Was meinst du? Kuss auf die Nuss. So, jetzt habe ich natürlich wieder nicht aufpasst. Fridolin, Kruzifix. Es hat sich aber nach Rennen angehört, oder? Rennen? Hol mal Könnte Rennen! ich dir etwas abschlagen? Außerhalb von Troskowitz ist eine Kreuzung mit einer Kapelle. Wer sie zuerst erreicht, hat gewonnen.
Also, mach dich bereit. Ach du Scheiße, Vorwärts. Arenaz, wirklich. Ja, Alter, was weiß ich, machst du 120 aus dem Stand oder was? Was du für ein Pferdl, ist das auf Crack? Ja, wie soll ich denn da nachkommen? Der Haring ist nicht so schnell. Das ist aber schnell wie Pebbles. Ich muss nicht weh drücken, wenn. Ja, das weiß ich schon. Scheißegal. Tutorial beenden. Schneller! Ja, geh mir, soll ich nicht da nachgehen, den muss er werfen. 4000 km/h, Haring! Mein Pferd hat keine Lust mehr. Oder habe ich das gerade richtig verstanden? Ich bin schlecht in Pferdekörpersprache. Also, im kann mein Pferd ja nicht mehr. Wieso kann der Hans so lang? Gottes Willen, das ist. Oh. Ich kann nicht mehr! Du, mein Pferd kann nicht mehr! Galopp! Du fällst ja himmelweit, fällst da! Ich sehe ihn schon gut, doch da vorne ist er! Ja, was soll ich denn das machen? Jetzt machen wir einmal zurück und bestreite ein Rennen gegen Herrn Hans. Begleite Hans Carbon nach Neberkopf. Ja, das schaut schlecht aus mit unserem Rennen. Schaut einfach schlecht aus mit unserem Rennen. Hab ich verloren. Das war brutal. Du Penner! Was ist da? Muss ich rückwärts einpacken mit dem Pferdl. Hallo? Gott verdammt. Das habe ich gebraucht. Mein Kopf fühlt sich gleich viel freier an. Das höre ich Er ist so gern. schnell. Danke Flo, für das merci. Wettrennen, Löwenzeit, alter merci. Freund. Schluss jetzt. Gern geschehen. Aber sei gewarnt. Nächstes Mal halte ich mich nicht zurück. Du gibst nie auf. Das gefällt mir am meisten an dir. Also, was jetzt, Hans? Wie gesagt, ich sehe jetzt alles klarer. Und was mir am klarsten ist, ich lasse mich nicht mehr verarschen. Ich bin der Herr von Pirkstein, verdammt nochmal. Alle sollen wissen, mit wem sie die Ehre haben. Da stimme ich dir zu, edler Herr. Wunderbar. Also, weiter nach Neberkopf. Je schneller wir das erledigt haben, desto eher können wir uns Wichtigerem widmen. Einfach mal folgen. Die Frage ist, wenn ich jetzt da aufs Schiff tue und mit dem ein bisschen umeinander galoppieren, wird dann er auch schneller? Audentes Fortuna Juvat! Was hat denn das gleich wieder geheißen? Audentes Fortuna Jovat oder irgend sowas? Ich kann mir's nicht merken. Latein ist nicht meine Stärke. Ich kann Niederbayerisch. Blutige Hinterkrebskreuz, Kruzifix Hier nochmal. biegen wir ab. Was? Was in unserer Mission? Freut mich, dass es dir besser geht. Du scheinst dich hier auszukennen. Schnell nach Neberkopf. Schnell nach Neberkopf! Die Scheiße da, die hör mir doch jetzt nicht an. Hier landet wirklich noch irgendein Zipfel Adam in Also, irgendeinem... was wir ist sind da. Das Glück den Mutigen. Was jetzt, Spreng, Herr sehr gut. Hans? Jetzt erwarte ich, dass jemand Lang kommt, bin um ich. uns zu Oh ja, empfangen. das sehe ich schon. Den Und Tapferen hilft das Glück. gibt es kein Empfang wie auf Troski. Hey, Herr Jaromir empfängt keine Gäste. Ihr müsst gehen. Wie war das bitte? Sorge dafür, dass er mich sofort empfängt. Geht leider nicht. Ich möchte Tut diesen mir Teppich leid. nicht Ich kaufen. bin Herr Hans Kapon von Leipart. Und ich überbringe eine Nachricht von Herrn von Bergo. Also mach schon. Ja, aber Déjà-vu Und leicht. solltest du mich hier noch länger warten lassen, wird es dir leid tun. Bitte habe etwas Geduld, Herr. Himmel. Jetzt hat er aber eine Manchmal hast du Ansage wirklich eine ausgeschissen. spitze Zunge. Aber was, wenn er uns nicht empfängt? Das wird er. Wart's nur ab. Bitte ein bisschen hier richten. Der Mann ist ein wenig schief. Brauche mehr Wusterwagen auf meinem Monitor. Wenn die jetzt wieder Scheiße da oben Folgt kippen! mir. Herr Jaromir wird jeden Moment kommen. Siehst du. So, das war einfach. Man muss einfach nur mal. Du hast den Der Herr Deckschießstand Jesus schleifen Christus sei gepriesen. In alle Ewigkeit. Bitte entschuldigt die Vorsichtsmaßnahmen, werte Herren. Es sind dunkle Zeiten. Also dann, Jaromir von Neberkopf. Zu euren Diensten. Und wen darf ich auf meinem bescheidenen Wohnsitz begrüßen? Herr Hans Kapon von Pirkstein. Es ist mir eine Ehre, Herr Jaromir. Herr Otto von Bergo bat mich, dir seine herzlichsten Grüße auszurichten und mit dir über die Sicherheit in seinem Reich zu verhandeln. Gewiss doch, gewiss doch. Es sind in der Tat unruhige Zeiten. Bitte nimm meine Gastfreundschaft an, Herr. Du hast nach der langen Reise sicher Durst. Und der Turm bietet dir mehr Annehmlichkeiten. Eine hervorragende Idee. Dürfte ich darum bitten, dass sich auch um unsere Pferde gekümmert wird? Pelzel, du hast den Herrn gehört. Ich muss mich aber schon um 15 andere Tiere kümmern. Leon! Warum kann Hertel das nicht machen? Hertel geht anderen Aufgaben nach. Beschwer dich nicht und geh an die Arbeit. 15 Pferde? Meine Güte, Herr. Dir scheint es wirklich gut zu gehen. Nicht so ganz. Aber ausnahmsweise lächelt das Glück auf mich herab. Und auch auf mich, könnte man sagen. Ich vermute, es dreht gerade hier in der Gegend seine Runden. Also, Herr, sag, wie hast du all das hier erreicht?
Tja, das ist eine lange, komplizierte Geschichte. Aber vermutlich hat euch von Bergo nicht geschickt, um herauszufinden, wie reich ich bin. Oder? Nein, hat er nicht. Verzeih mir, Herr Jaromir. Kommen wir zum wahren Grund, warum er uns geschickt hat. Halt dich bereit, Heinrich. Ich werde nicht lange mit Herrn Jaromir brauchen. Gewiss doch. Michael, Mir du der nimmst voll wieder Heinrich unter Sacke deine schleppe. Fittiche und stellst sicher, dass man sich gut um ihn kümmert. Gewiss doch. Heinrich, ja? Ich bin Michael. Herzlich willkommen in unserem bescheidenen Heim. Es ist zwar nicht die vornehmste Festung, aber naja, mir gefällt es hier. Sie passt zu uns. Wie war deine Reise? Verlief alles gut? Gut, aber anstrengend. So, ihr seid. Leon! Schluss! Servus Birger, Frage, gefällt dir das Spiel bis jetzt? Schöne Grüße aus Österreich, schöne Grüße nach Österreich zurück. Sobald da ein zweistelliger Betrag da ist, weiß ich automatisch, dass er aus Österreich kommt, weil wir Bayern haben jetzt geknickert. Habe ich vorher gelesen. Merci dir. Spiel kriegt von mir bis jetzt glatte 10 von 10. Ich müsste mit Gewalt nach negative Sachen suchen. Mit Gewalt. Eine davon zeige ich euch, wenn die Cutscenes vorbei sind. Was mich zum Beispiel stört, anderen stört es nicht. Gut, aber anstrengend war unsere Reise. Die Reise verlief gut, aber langweilig. Ich bin erschöpft vom Reiten und mein Arsch tut weh. Dann bist du sicherlich Hoffentlich froh, vom endlich vom am Ziel Reiten. zu sein, nicht wahr? Du kannst dich hier ausruhen. Dafür sorge ich. Wobei ich gerade merke, dass meine Kehle etwas trocken ist und deine vielleicht auch. Schon wieder, Komm Säufer! mit, wir kümmern uns darum. Ich sorge dafür, dass du dich wie zu Hause fühlst und wir unterhalten uns. Sag mal. Hallo? Der Mie. Das stimmt. Das Wie stimmt vom gesagt, Dr. Die Strange, oder? Festung ist Vom vielleicht Chef. Klein, aber die Arbeit reißt nie ab. Warte, bis Gerade Hans sind wir Treffen damit vorüber ist, der beschäftigt, fahre mehr über die Pferde in Neberkopf. anzusetzen. Also geh den Jungs lieber aus dem Weg. Ich geh dem jetzt Aber mal guck doch nach. mal bei Pelze vorbei und sieh dir an, wie sie rollen ordentlich die Würfel, oder? Wir haben einen Ehrengast, Zwerg. Also sei nicht so schüchtern und lad ihn auf eine Partie ein. Wenn er gerade nichts zu tun hat, dann kann er dir zeigen, wie die hohen Herren spielen. Ganz gewiss, Michael. Du kannst dich auf mich verlassen. Und du, Hertel, hast du nur Stroh im Kopf? Wir haben einen Gast, verdammte Scheiße. Tut mir leid, Michael, ich weiß nicht. Hat sich Halt gut deine Sachsen vor. Schnauze und widme dich deinen Aufgaben. Also gut, ich gehe ja schon. Du hast es ja gehört. Du solltest Zwerg nicht enttäuschen und etwas Zeit mit ihm totschlagen. Ist es möglich, dass der Zwerg einen Vollschlag hat? Muss ich jetzt da würfeln? Muss ich das machen? Oder jetzt warte mal. Zurück im Saal. Ich fahre mehr über die Pferde in Neberkopf, lerne den Adjutanten Michael kennen. Aber kommen wir jetzt zum Wichtigsten. Ich mag Auf jetzt dem nicht Tisch würfeln. findest du etwas zu essen und Zeitverschwendung! einen Krug zum Runterspülen. Bedien dich. Wir können gern über Gott und die Welt reden. Ich wette, du hast tolle Geschichten auf Lager. Müssen wir uns jetzt wahrscheinlich mit dem ein bisschen unterhalten, ne? Sehe ich das richtig? Oh, kehrt dazu. Kehrt dazu! Wieso kann ich da in mein Inventar reinschauen? Und ist da was Bestimmtes oder? Nö. Habe ich zum Leon eigentlich Merci gesagt? Leon, merci dir. Kuss auf die Nuss. Schöne Grüße nach Österreich. Na, jetzt wird nicht gewürfelt Meter machen. Böller, genau. Das Heinrich, brauche ich übrigens heute. Auf ein Wort. Auf ein Wort. Ich hörte, euch hat Herr von Bergo persönlich geschickt. Also, was ist der Grund? Ein Ruf zu den Waffen. Weißt du, was mir ein bisschen komisch vorkommt? Die haben da alle so komisch gut gelaunt und nett. Das sagt der ich. Außer den er jetzt da weiter Teufel hat. Der hat einen schlechten Tag gehabt. Das geht nur die edlen Herren etwas an. Ah, ich war vorsichtig. Ich bin skeptisch. Das geht nur die edlen Herren etwas an und nicht mich. Stimmt. Dem gemeinen Volk erzählen sie nie was. Typisch Adel. Aber du musst doch irgendwas gehört haben. Du weißt doch, wie das geht. Schließlich hast du Ohren, oder? Von Berghoff zieht eine Armee zusammen. Ich sagte doch, ich weiß es nicht. Ich sag das, was ist. Ich werde es ihm nicht sagen. Ja, Hab kein ich habe gutes zwar Gefühl. Ohren, Sie ihm seltsam. aber die halte ich nicht vor Schlüssellöcher. Schon gut, ich wollte dich nicht beleidigen. Ist Aber das eine jetzt so Sache wäre freundlich? da noch. Warum hat von Bergo nicht einen seiner Männer geschickt? Anstatt einen Herrn von Pirkstein in Begleitung. Vermutlich wollte er Herrn Jaromir Respekt zollen und hat nicht einfach irgendwen geschickt. Ich kann die Entscheidung der Adligen nicht nachvollziehen, aber du offenbar schon. Also dein Meister, dieser Herr Kapon von Pirkstein, ist irgendwie wichtig? Nee, das wieder noch.
Eines Tages wird er mehrere Burgen und ein Vermögen erben. Dann solltest du besser nicht vorher von seiner Seite weichen. Und was bist du genau? Sein Knappe, sein Diener? Sein Begleiter. Wenn er darum bittet, berate ich ihn, aber eigentlich bin ich für seine Sicherheit zuständig. Na schön, das verstehe ich. Früher begleitete ich Herr Jaromir, aber heute reist er nicht mehr so viel und ich komme kaum raus. Herr Capon heckt immer irgendwas aus. Das ist allerdings Darum richtig. beneide ich dich etwas. Weißt du was? Wir haben uns nett unterhalten und da du schon mal hier bist, hast du vielleicht Lust auf einen freundschaftlichen Zweikampf? Du musst Zeit totschlagen und ich auch. Versüßen wir sie uns etwas. Wir tun etwas Würdevolles. Wir kreuzen die Waffen zu Ehren unserer Meister. Du für deinen Herren, ich für meinen. Ja, sicherlich, Alter. Erstmal eine Runde aufs Maul an. Ich nehme deine Herausforderung an. Für Herrn Capon würde ich immer und überall kämpfen. Bernie habe ich Dann keiner, ja. bist du zur Natürlich nicht rechten alle, Zeit aber am vieles. rechten Ort. Hol deine Ausrüstung und wir legen los. Wie, du machst mir Ausrüstung kaputt? Ich möchte dich etwas fragen. Lass uns kämpfen. Los geht's, Michael. Mit dem Musst geilen du mir Eimer am nicht Kopf. zweimal sagen. Wir nutzen hier ein paar alte und stumpfe Waffen zum Üben. Die nehmen wir. Wir wollen uns ja nicht in Stücke hauen, oder? Klingt vernünftig. Was Wir nicht? treffen uns im kleinen Hof hinterm Tor. Sag mir, welche Waffe du willst und los geht's. Schwert und Schild. Ein einhändiges Schwert, Langschwert, 8 Streichholm, Kriegsam, ja, dann das Schwert. Ein Schwert reicht mir. Ein Edelmann hätte ebenso entschieden. Ja, bin ein Einen Edelmann. Augenblick noch. Ich leg meine Rüstung an. Vielleicht bin ich aber der Gniedelmann. Hab ich einen Schädel? Oh, ui. Also- So. Ober! Michael ist einer der besten, weit und breit. Hol da schon ein Schwert, du Affentyp. Na, Combo gelandet. Zeig mir, was du kannst. Und wen von Bergen Wieso kann ich die... Wieso kann ich das nicht blocken? Der besten Kämpfer weit und Wieso kriegt der keinen Schaden? zeig mir, was du kannst. Und wen von Bergen Bisschen verschnaufen, bisschen verschnaufen. Michael ist einer der besten Kämpfer weit und breit. Für Herrn Neback! Hätte eigentlich ein Meisterschlag sein sollen. Haben wir im Stream nie gehabt. Den Meisterschlag. Oh, ich blieb! Irgendwann, wir haben uns mit Stupfewaffen, du Arschloch! Oh, fuck, Schluffe. Michael! Wenn wir nur mit dem Meisterschlag über der Kante in die Hosen gehen. Dazu muss aber er angreifen. Falsche Richtung. Hör aber halt auch nicht auf. So schnell bin ich nicht. Na, sag doch mal! Ha! Meisterschlag, Bitch! Geschlafen. Und auf den Dates. Und noch mehr auf den Dates. Gott! Mist! Ah, Scheiße! Was? Kurva! Kurva, blöd! Das war ganz knapp, schön Alter. Einen gezeigt. Schlag hätte ich noch ausgehalten, dann war es vorbei gewesen. Ich blöd wie Sau! Du dummes Hundchen. Oh, was, du? Wer hat da dummes Hundchen gesagt? Halt, stopp! Und das war's jetzt, oder was? Jetzt hat er mich einfach über da prügelt, mein Schwert ist hin. Na, das ist anders, Gott sei Dank. Das ist anders, Entschuldigung, mein Fehler. Okay, Birger, der Knädelmann vom Mädelmann. Ich knödel mir in die Rüstung rein. Hast du gerade nichts zu tun, Herr? Beim Würfeln vergeht die Zeit viel schneller. Ich mag jetzt nicht würfeln, ich fahre mehr über die Pferde von Nikaro, sprich mit Michael über den Ausgang des Duells. Wo ist er denn? Wo ist der hin? Da ist er. Ein guter Kampf. Und ehrenhaft. Ja, würde ich auch sagen. Beide Gut, hab total ich mich schon lange pfotzblutig nicht mehr droschen. gedehnt. Herrn Capons Ehre wurde verteidigt. Ha, das wurde sie. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich so fertig machst. Die Ehre ist ganz dein, Heinrich. Hier, bitte. Ein Andenken an Nebakow für deine Reise mit Herr Capon. Du hast ehrenhaft gewonnen. Wenn du Schmerzen hast, solltest du zu Clara gehen. Wahrscheinlich ist sie in dem Sporenrädchen Haus haben wir hinterm Tor.
Es liegt unterhalb der Schmiede. Sie wird genau wissen wollen, wo es weh tut. Vielleicht habe ich das schon erwähnt, aber wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du dich im Würfelspiel mit Zwerg messen. Oder such Pelzel bei den Stallungen auf. Er wird dir alles über die Pferderennen erzählen, die wir abhalten. Und wenn du dein Kampfgeschick verbessern willst, kannst du mit Marek das Bogenschießen üben. Du solltest ihn beim Tor finden. Ich nehme mal schwer an, dass ich mindestens... Wieso kann ich jetzt da einfach Wein trinken? Ich bin halber hier, lass mich da mal schlafen oder so. Darf ich da reingehen? Das ist mein Quartier, oder? Der Koch? Kann ich nicht einmal irgendwo schlafen? Ich bin einfach halber im Arsch! So, ich fahre mehr über die Pferde, warte bis Hans Treffen vorüber ist. Also muss ich wahrscheinlich das da machen, oder nicht? Dann werden wir wahrscheinlich da mehr über die Pferde. Schießstand interessiert mich natürlich auch, so ist es nicht, aber den werden wir nicht machen müssen. Ja gut. So, haben wir wenigstens irgendwo einen Trog, wo ich mich sauber machen kann. Mir rinnt überall Toiletten aus der Fotzen. Was soll ich machen? Du schaust irgendwie wichtig aus. Das ist der Hertl. Hertl! Von der alten neben dem Kampfplatz kann ich mich heilen lassen. Wo sind die alle? Das stinkt nach Schmied. Wo sind die? Oh, da ist ein Trog, das ist schon mal gut. Ist das die alte? Clara? Nein, ist nicht die alte. Jetzt waschen wir uns erst einmal. Mal mit 8. Wo ist die alte? Du hast dich so gut gewaschen, wie es möglich ist. Bin mir da irgendwie. Was ist denn da los? Schaut mir nach Jäger an oder wirft irgendeine Rehletten umeinander. Was ist da drin los? Und schaust nach Heilerin aus. Oh, ich kann doch mit dir schmerzen. Sowas. Der große Krieger höchst selbst kommt uns besuchen. Ich weiß nicht, wann Michael zuletzt besiegt wurde. Du hast es ihm gezeigt. Ja, er sich aber auch nicht. Deshalb bin ich auch hier. Er hat mich ganz schön erwischt. Wenn du etwas Zeit entbehren würdest, könntest du dir meine Wunden ansehen? Dafür bin ich doch da. Zeig mal her, dann weiß ich, ob ich Salbe, Nähzeug oder eine Säge brauche. So schlimm ist es hoffentlich nicht. Keine Sorge, Herr Ritter. Hier wird heute nichts abgesägt. Oh, sie hat Ritter gesagt. Clara kümmert sich um dich, also hör auf zu jammern. Ich habe getan, was ich konnte. Geht's dir besser? Ja, viel besser. Hab vielen Dank. Freut mich. Verrätst du mir auch, wer du bist? Heinrich, Gefolgsmann von Herrn Capon. Wir sind im Auftrag von Herrn von Bergo unterwegs. Oh, ich bin Clara. Freut mich, dich kennenzulernen, Herr Ritter. So, jetzt bei so Wort. Wie am Montag auch. Ich habe eine Vorwarnung erhalten. Ich kenne die Person nicht, aber mir wurde davon erzählt und ich weiß, was damit möglich ist. Kann passieren, dass ich heute einen Bildschirm wegdrucken muss. Sonst haben wir ein Problem und wir sehen uns 4 Wochen lang nicht. Ich bin kein Ritter, seien wir ehrlich. Ja, da muss die alte Hammer zusammen. Eigentlich bin ich gar kein Ritter. Oh, Die Hammer zusammen! wirklich nicht? Du siehst wie einer aus. Ja, ich bin brutal. Es ist nicht leicht, ein Ritter zu werden. Eines Tages werde ich zum Ritter. Das muss man sich verdienen. Und genau das werde ich. Verdienen? Wie denn? Auf verschiedene Arten. Mut im Kampf, treuer Dienst an einem Herrn. Rettung einer Jungfer in Nöten? Das auch, aber... Siehst du? Ich muss frische Kräuter für unsere Patienten sammeln. Ich brauche Geleitschutz. Aha. Hübschen Frauen schlage ich keinen Wunsch ab. Ich würde gerne die Festung erkunden. Ich habe keine Zeit für einen Spaziergang. I'm a simple man. Eine so anmutige Maid begleite ich doch liebend gern. Anmutig? Da werde ich ja ganz rot. Na dann lass uns gehen. Wenn ich nicht bald zurück bin, behandeln sich die Kranken mit Schnaps. Und das wäre übel. Wollen Er kann wir? nichts wegdrucken, aber sauber wird das wegdruckt. Man sieht da Depfenkamera, ich darf's gern. Soll ich freiwillig, was ist, aber dann müssen wir kurz zu Pornhub switchen und dann wieder zurück. Oh, ich muss, folgen, schnell folgen. Ist hier mal was los? Erzähl mir mehr über Ritter. Oder am besten über dich selbst. Wo warst Bitte du lehnen Sie sich überall? zurück und Was hast du genießen erlebt? Sie die Show. Herr Sebian, das ist absolut richtig. Tallenberg, Kloster Sase. Konnte unsere schöne Landschaft dich etwas beeindrucken? Fuck, warum lesen Sie Ich den hab Chat? gehofft, dich näher kennenzulernen. Na, du kannst mir trotzdem helfen. Oh no, hab ich's jetzt Musst verkackt? doch nichts sagen.
Oh no, ich glaube, ich hab's verkackt, Leute! Nein, ich glaube, ich hab's verkackt! Weniger Chat lesen, du Vollidiot. Vielleicht kriegen wir's noch. Kriegen wir schon noch. Kriegen wir schon noch. Kriegen wir schon noch, tu dich nicht oben. Fix! Dann will ich noch Holz arbeiten. Das haben sie sogar auf Twitch ohne Strike streamen können. Ja, Twitch ist aber, was das betrifft, bei Weitem nicht so streng wie YouTube. Wie im echten Leben, 100% Strichscheiß. Und selbst da scheißt nein. Dein Maul. YBO Fass. 10 Minuten Minimum. Na, kann ich jetzt mit dir nicht mehr schmerzen? Jetzt warte mal. Nicht mehr folgen. Reden. Ach Mann. Mann, jetzt redet ihr da gar nicht mehr mit uns. Guter Punkt, Mr. Maurer. Das ist das, was ich euch vorher sagen wollte. Achtung. Das ist übrigens der einzige Kritikpunkt. Okay, sprich mit Clara. Kriegen wir noch. Ich reiße es wieder, das reiße ich um, ich habe einen Hund dabei. Hallo? Erstens habe ich einen Hund dabei, zweitens habe ich eine Ketno mit 8000 Charisma. Das muss gehen. So, Clara, lass mich einzipfen jetzt. Das ist wirklich wunderschön. Wunderschön. Ginge es nach mir, würde ich einfach im Gras die Seele baumeln lassen. Aber das geht nicht. Jojo, das geht schon. Warum nicht? Ich muss Kräuter für die Verwundeten sammeln. Sobald es keine Salben und Gebräue mehr gibt, greifen sie zum Schnaps. Und wenn der Herr erfährt, dass ich hier rumtrödle, wird er mir den Kopf abreißen. Behandelt Herr Jaromir dich schlecht? Keineswegs. Er ist ein guter Herr. Wenn auch recht streng. Aber wenn du schon hier bist, kannst du mir ja helfen. Und dann finden wir vielleicht noch Zeit. Zum Trödeln? Ich kann nicht. Ich könnte dir auch ein paar Geschichten erzählen. Na klar, ich helfe gern. Ich kenne mich mit Kräutern aus. Ich habe keine Zeit zum Rumlügen. Na klar, ich helfe gern. Oder ich kenne mich mit Kräutern aus. Ah, 17 ist schon hoch. So, ich weiß nicht. Ich probier's. Brauchst du die Kräuter für Arzneien für die Verwundeten? Tatsächlich? Wie behandelt man denn beispielsweise Fieber oder Atemnot? In dem Fall brauchst du wohl Salbei und Kamille. Vielleicht auch etwas Mohn oder Ringelblumen. Habe ich recht? Ja, das hast du. Ich habe schon genug Kamille. Der Rest fehlt mir. Vor allem Ringelblumen. Wenn du schon alles darüber weißt, sollte das ja schnell gehen, oder? Alles wächst auf der Wiese hier, aber manchmal muss man eine Weile suchen. Das bekomme ich hin. So, was brauchen wir? Zurück im Sattel. Spring mit Kleiner. Finde Ringelblumen, Mohn und Salbei. Was ist da? Das ist ein Distel. Du Vollidiot. Ringelblumen mit anfassen. Was haben wir da so? Was ist das da? Was ist das? Distel. Ich brauche Mohn. Ist das Mohn? Das ist kein Mohn. Augen. Beleidigt meinen Hund und ich stich die ab, du Huren. So, was haben wir da? Ich brauche Ringelblumen. Da geh weg, kannst du nicht durch meine Ringelblumen durchlaufen, du Arschloch! So. Endlich macht sie der Blumenskill bezahlt. Oh, dann brauchen wir mehrere Ringelblumen. 8 Stück brauchen wir noch. Ich hoffe, ich hab unendlich viel Zeit. Sonst scheiße ich her. Da haben nur Ringelblumen. Ringelblumen! Ja. Ist ja gut, ist ja klar noch nicht. Rot, Orange und Lila muss sein. Das eine Mohn ist mir natürlich auch, das schaut nach Mohn aus da hinten. Das schaut doch gut aus. Das ist das Mohn, jawohl. Ja. Oder mehr. Da haben wir noch mehr. Mohnblumen. Mohnblumen! Für die Mohn, für Clara. Wie viel braucht man da? Du sollst es nicht ausgraben, Hund? Lass mich in Ruhe. So, Mohnblume und den Lilan-Teil wieder, glaube ich, brauchen wir noch. Salbei! Ein wenig lang. Salbei! Weißt du, woher das ich weiß, wie der ausschaut in echt? Da hat's einmal so eine Zahnpasta-Werbung gegeben mit einem Biber. Das war das, glaube ich, wieder. Da war auch Salbei drin. Du hast aber die Salbeipflanzen gesehen. Und auf der Ricola-Packung, richtig. Überleben, 16 Spezialisierung. So, wie viel brauchen wir noch? Brauchen wir noch Salbei? Ich weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst. Dentagat war's, ja, richtig. So, aber so oft. Übergib Clara die Kräuter. So, Mitte! Jetzt meine ich, schäbert's dann in der Wies. Ich habe alles beisammen. Wunderbar, vielen Dank.
Du hast mir wirklich geholfen. Du hast mir ein Geheimnis versprochen. Das erfährst du schon noch. Aber erst möchte ich dir etwas zeigen. Beeilung. Zeigt's mir jetzt ihre Depp oder sticht's mir ab? Schmaler Grad. Ach du Scheiße. Ich kann's kaum erwarten, dein Geheimnis zu Ich erfahren. tue schon mal den Finger. Ich habe ein Rätsel für dich. Ein Rätsel? Wieso? Das erfährst du noch früh genug. Hör zu. Ich blühe in der Stille, bin anmutig und zart. Ein Schatz, der des Pflückens harrt. Ein Hauch von Duft liegt in der Luft. So fremd fast wie der Mond. Löse das Rätsel und werde belohnt. Ich versteh's nicht. Du willst mich also und ich will dich. Ich bin gerade nicht in Stimmung. Oh, macht man sehr direkt. Sie ist schon sehr direkt. Oder? Ja, ich weiß, sie heißt Clara, glaube ich. Die einzige Blume, die ich sehen kann, heißt Clara. Oh. Richtige Antwort. Aber Nun zu deiner Belohnung. ach du Scheiße. Heiliges Kanone, Batman! Hoffentlich hat man uns in der Festung nicht gehört. Die Leute tratschen sonst. Wenn du auf dem Schlachtfeld nur halb so gut bist, dann möge der Herr sich deiner Feinde erbarmen. Auf dem Schlachtfeld bin ich nicht so rücksichtsvoll. Denn als wahrer Ritter muss ich doch alles für eine Jungfer in Nöten tun. Wenn du so weitermachst, bist du bald ein Bettelritter. Was soll das heißen? Tja, ich kann zwar Samen auspressen, aber nicht jede Jungfer in Nöten ist so geschickt. Ich habe ja Auswahlmöglichkeiten. Ich hab Depf gesehen und ihr nicht. Sollen wir noch etwas hier bleiben? Wir sollten zurückgehen. Ich versuche es euch zu beschreiben. Der Heinrich sitzt pudelnockert da, aber da haben wir noch Hosen an. Aber sie ist pudelnockert. Schöne Depf. Schöne Depf, kann man sagen, was du magst. Sollen wir noch etwas hier bleiben? Nein, hoch mit dir. Ich habe genug Kräuter und die Kranken warten. Reich mir meine Kleidung, bitte. Natürlich. Ich sollte mich auch anziehen. Lebe wohl, Heinrich. Und danke für deine Hilfe. Wir können es das machen, sag. Wir können es das machen. Eis macht so einen Streamer-Mode, Alter, wo die Depf dann auspixelt sind oder so. Irgendjemand hat geschrieben, warte mal, da steht, ist was verpixelt. Sally M schreibt, ist was verpixelt. Nichts ist verpixelt. Gar nichts. Und die waren wirklich in aller Pracht zu sehen. Irgendjemand hat das vorher gerade verglichen mit The Last of Us 2 von der Abby, glaube ich. Sagt man mal kurz ihre Depf. Aber das war im Vergleich zu dem jetzt da gar nichts. Stau ihm jetzt wieder einen Fünfer. Kuss. Z ist ein Depf-Counter. Eigentlich waren es ja zwei. Nix verpixelt. Mr. Warhorse Studios, please. Please, gib uns einen Streamer-Mode, das kannst du nicht bringen. Wenn mir keiner gesagt hätte, dass man die Heilerin zusammenhauen kann und normalerweise sagst du nichts. Ja, du kannst da so ins Badehaus gehen und kannst da Nutten kaufen, wenn es pressiert. Du sagst auch nicht viel. Aber dass da dann auf einmal einfach ein Pudelnockere da sitzt, weiß nicht. So, was müssen wir tun? Erfahre mehr über die Pferde von Neberkopf, warte bis Hans treffen wir. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mehr über die Pferde erfahren. Dann fragen wir doch einmal ihn da. Waschen wir uns erst einmal. Ich fühle mich ein bisschen schmutzig. Ja, ich hoffe, das ist einigermaßen... Herrje. Meine Schuld. Hier sind... Hey, Herr, hast du einen Moment Zeit? Ich gehe in den Wald und suche nach Feuerholz. Denn du weißt, was ich meine.
Entschuldigung, ich mag eigentlich gar nichts wissen vom Pferdl. So, kannst du was über Pferdl erzählen? Ja. Hey. Ihr habt hier ziemlich viele Pferde! Eure Pferde können sich sehen lassen. Wahre Schönheiten, nicht wahr? Ihr habt ja mehr Pferde als Männer in der Festung. Die müssen doch ein Vermögen gekostet haben. Das stimmt. Herr Jaromir hatte wirklich Glück. Inwiefern hatte er Glück? Ach, das sind vergessen, Sprenge, Angelegenheiten du hast du des richtig, Adels. du hast du recht. Ich sollte mir darüber nicht das Maul zerreißen. Achtung. Also steckt etwas Ja, was- Verdächtiges dahinter, was? Schwachsinn! Hier geht was alles vergessen. mit rechten Dingen zu. Insbesondere bei unseren Pferden. Warum tust du nicht was für die Ehre deines Herrn, anstatt die Ehre meines Herrn zu beleidigen? Manchmal veranstalten wir Pferderennen. Du hast ein Pferd, also kannst du dein Können unter Beweis stellen. Was hat denn das mit meinem scheiß Können zum Tun, wenn der Gaul nicht... Brother, Wollte ich vorher noch anfügen. Hab nicht dran gedacht. War überfordert. Ich war überfordert. Erzähl mir von den Pferden. Verschwende nicht die Zeit eines Ritters. Ich bin kein Ritter. Ich interessiere mich für die Pferde vielleicht ein andermal. Ich mache mit, wenn du mir danach alles sagst. Werden wir das wahrscheinlich... Probieren wir es mal, ob wir überreden können. Wir haben aber auch sehr ritterlich. Probieren wir es. Ich bin ein Ritter. Auf dem Weg hierher habe ich genug Zeit im Sattel verbracht. Im Übrigen sind Schnell. wir Ritter, falls dir das entgangen sein sollte. Und Ritter benutzen ihre Pferde zum Reisen und um in die Schlacht zu reiten. Und wenn du in der Schlacht nicht auf der falschen Seite landen willst, solltest du reinen Tisch machen. Ich weiß ja nicht. So wie du aussiehst, bist du eher auf Schusters Rappen unterwegs. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Du Wenn Arschloch! unser Herr Ritter keine Angst vor einem Rennen hat. Erzähl mir von den Pferden, ich werde antreten. Erzähl mir von den Pferden. Erzähl mir von den Pferden. Nur wenn du mir zeigst, wie du dich im Sattel schlägst. Du Arschloch! Dann werden die anderen Sachen auch nicht funktionieren, oder? Einmal probier's noch. Versuch's gar nicht erst. Ich bin ein Gefolgsmann von Herrn Kapern von Pirkstein. Behalt das im Hinterkopf, wenn du mit mir redest. Ein Gefolgsmann sollte wissen, dass es sich nicht schickt, hinter dem Rücken seines Herrn über so etwas zu reden. Und wenn der werte Herr Gefolgsmann kein Weicher ist und weiß, wie man ein Pferd reitet, dann könnte er an unserem Rennen teilnehmen. Ja, dann reit die halt! Du Arschloch! Ich trete an. Dein Wille geschehe. Die Rennstrecke verläuft von hier zur Neberkower Mühle. Einfach den Weg dort runter und nach der Brücke rechts. Bei der Mühle siehst du vor dem Damm einen Kornspeicher. Und genau dahinter eine Weide. Du reitest zwischen dem Kornspeicher und der Weide hindurch und wieder zur Festung. Wer als erstes zurück ist, gewinnt. Du trittst gegen Hertel an. Er ist unser bester Reiter, also wirst du dich ranhalten müssen. Ja, das Keiner fürchte ich von auch. uns kann ihn schlagen, aber wenn du es schaffst, scheiß drauf. Dann gebe ich dir einen unserer edelsten Sättel. Abgemacht. Bin kein guter Reiter. Legen wir los. Sehr schön. Ich rufe Hertel und dann könnt ihr beginnen. Was ist dieser Pelzel bloß? Halt, stopp. Wo muss man hin? Da muss ich runter. Was reitet zum Kornspeicher bei der Nepokat? Da kann ich ja da einfach abkürzen, oder nicht? Leicht links 4, da so oben, da rauf. Dann irgendwo vorbei und dann können wir noch mal auf die Map schauen. Map! Furchtbaren Mundgeruch. Los. Ja. Okay, man kommt da nicht. Ja, Bruder, wie... Der reitet halt einfach 400! Wir sollen da neu kommen! Los. Schneller. Nicht abwerfen. Nicht abwerfen. Nicht abwerfen. Kriegen wir schon, kriegen wir schon, kriegen wir schon. Oh ja, der hat auch kurze Pause gemacht, okay? Ich weiß nicht, was da passiert, aber ich habe irgendwelche komischen Soundfälle. Kriegen wir schon. Ich weiß nicht, was die Leisten, das ist die Ausdauer vom Pferdl oder was die gelbe Leisten unten. Die dünne gelbe Leisten unterm. Hopp, 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 hopp! Kann ich da irgendwie abkürzen? Oh, das riskieren wir nicht, weil sonst haben wir das Recht verloren. Ah ja. Und jetzt zurück. Auf geht's. Kriegen wir schon hin, kriegen wir schon hin. Können wir zumindest grob einen Weg. Aber den erwischen wir niemals! Schneller. Los.
Ach, das ist mit die, wenn ich jetzt Sporen gebe. Ich verstehe schon. Ja, jetzt kriegen wir Reiten. Alter, der andere reitet einfach 4000 km/h. Was ist denn mit dem? Scheiße, ich weiß nicht mehr, ob ich da links muss. Ich glaube schon. Lauf! Der ist über... Hat sich der jetzt beamt oder was? Nur ein bisschen langsam, sonst können wir nicht mehr. Den erwische ich niemals. Schneller! Los! Jetzt können wir es nochmal mit Vollgas probieren. Los! Aber ich fürchte nicht, also ich habe überhaupt keine Chance nicht. Grün ist aus da, ja. Das Gelbe drunter ist, wenn ich jetzt Sporen gebe. Lauf! Und wenn ich das übertreibe, dann wirft es mir ab. Das ist natürlich nichts. Und irgendwie hat es ein kleiner Soundfehler, das Viech. Höher! Noch etwas weiter. Der fährt ja himmelweit. Also der fährt ja himmelweit. Wie soll ich denn das machen? Außerdem habe ich fast keine Skillpunkte im Reiten. Das kann, der Gaul hat Schnappatmung auch schon ein wenig. Kriegt ein wenig einen Schlager. Aber gut, hilft eh nicht. Was soll ich machen? Immerhin hast du es versucht, aber Hertel ist einfach zu gut. Nimm's dir nicht zu Herzen. Aber du könntest ihn vielleicht schlagen. Wenn du es nochmal wagen willst, sag mir Bescheid. Hertel vernachlässigt seine Pflichten liebend gern für ein Pferderennen. Erzähl mir jetzt von den Pferden! Erzähl mir von den Pferden. Ein Rennen ist ja schön und gut. Aber jetzt interessiert mich umso mehr, wo Herr Neberg diese Pferde her hat. Ah, du akzeptierst wohl kein Nein. Naja, Glück für ihn. Pech für andere. Wir sind einer Bande Banditen begegnet, die der hiesigen Bevölkerung zu schaffen machte. Wir haben sie in Stücke gehackt. Ein paar unserer Jungs haben es nicht geschafft. Gott hab sie selig. Aber wir haben sie fertig gemacht. Und dann haben wir uns ihre Pferde geschnappt. Sie hatten eine Menge. Wer weiß woher. Jetzt gehören sie uns. Ich verstehe. Verstehe. Dann kümmere dich mal gut um die Pferde. Das werde ich. Und wenn dein Arsch noch nicht völlig wund vom Sattel ist, gibt's noch eine zweite Runde. Hertel vernachlässigt seine Pflichten liebend gern für ein Pferderennen. Ja, hast mir schon gesagt. Ich will noch ein Rennen. Nö, tschüss dann. Hertel hat gewonnen. Pech So. gehabt, Herr. Aber das ist keine Schande. Ja, wie weiß jetzt sind es mal 5 Sekunden, der Gosch noch jetzt, Meister. Was tun wir jetzt da? Haben wir sonst noch was zum Tun? Ich fahre mehr über die Pferde im Neberkopf. Haben wir eigentlich erledigt, dann gehen wir doch jetzt da mal in Richtung G. Gehen wir mal in Richtung G. Ansonsten tun wir einfach auf T drücken und Zeit vergehen lassen. Mal schnell eingespeichert. Das ist übrigens eine Mod, das wollte ich vorher schon sagen. Ich habe eine Mod installiert, wo man einfach auf F5 speichern kann. Ich finde, es ist eine der größten Schwachstellen im Spiel, dass man so einen behinderten Schnaps braucht zum Speichern. Wem das taugt, der kann gerne so spielen. Aber ganz ehrlich, wenn ich gleichzeitig die Möglichkeit habe, dass es Spiel zu macht zum Speichern, finde ich den Schnaps sinnlos. Und darum habe ich mich wieder, außerdem ist für den Stream einfach, am Montag haben wir ein paar mehr das Spiel. Ich freue mich immer über höfliche Menschen wie dich. Höfliche Menschen wie mich. So, was ist jetzt da? Da muss ich Hallo, mit Herr. Verzeih Da mir, Waffen. aber ich muss dich bitten, nicht weiterzugehen. Sicherlich kümmern sie sich oben in der Festung gut um dich. Was ist mit dem Waffenknecht? Wieso kann ich mit dem... Meinst du mal mit dem? Ich möchte dich etwas fragen. Ihr habt hier ziemlich viele... Michael, ich will ja nicht neugierig sein, aber Herr Die ist Jaromir optional. meinte, er hätte Glück mit Pferden gehabt. Klingt interessant. Da gibt's nicht viel zu sagen. Die ganze Angelegenheit ist eine sehr lange und öde Geschichte. Ja, ist immer nur blödig wie Scheiße. Wechseln wir das Thema. Ah, du hast recht. Das Leben ist zu kurz für langweiligen Kram. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Wir sehen uns. Hallo, Herr. Sieht gut Verzeih aus. mir, aber ich muss dich bitten, nicht weiterzugehen. Mit darf man nicht weiter. Die haben so seltsam freundlich. Kommt das bloß mir komisch vor oder? Keine Ahnung. So, jetzt passen wir auf. Jetzt nehmen wir erst einmal das Schwert da, weil ich sonst voll krieg. Und dann werden wir einfach Zeit vergehen lassen. Mir Cabo überbringt Botschaft und ich soll ja auf ihn warten. Da ich nichts zu tun habe, kann ich mich auch um etwas Unterhaltung umsehen. Dann drücken wir einfach auf T und warten wir einfach mal ein paar Stunden oder was tun wir? Probieren wir es einfach mal. Verzeih, aber dein Herr ist bereit aufzubrechen und wirkt sehr ungeduldig. Easy. Solltest du nicht zu ihm? Bin Dein unterwegs! Platz ist doch sicher an der Seite deines Herrn. Wo ist er? Der ist hinten draußen am Platz, oder? Ich hab was gehört. Wann habe ich zuletzt gegessen? Oh, was essen müssen wir? Was essen müssen wir? Was haben wir da noch? Alles Fleischi, 2 Stiegel, das passt. So, wo ist unser Herr? Oh Herr! Oh Herr! Wir haben zum Mettermoor gekommen, hat's geheißen.
Muss ich wieder Handzeichen Schön, geben. So, hab ich schon. Hervorragend. Hier, schau mal aus. Da ist ja mein Gefolgsmann und Beschützer, genau zur rechten Zeit. Der Auftrag ist erfüllt. Das Treffen verlief gut. Wir hatten ein sehr nettes Gespräch. Herr Jaromir ist ein angenehmer Zeitgenosse. Und er versprach Herrn von Bergo ein paar Männer zur Unterstützung zu schicken. Wir haben, was wir wollten. Und du? Hattest du Spaß? Ich habe mich vergnügt. Ich trat in einem Duell gegen Michael an, ich war mit Clara zusammen. Ich habe eine Frau von hier kennengelernt. Hatten wir einen Spaß. War ja klar. Ich kümmere mich um alles Wichtige und du jagst Frauen nach. Ich folge nur deinem Beispiel. Ich würde gerade sagen, normales Umgrad. Da ist was dran. Aber nun zurück zu unseren Pflichten. Wir kehren zu von Bergo zurück. Ich möchte die Gegend noch etwas erkunden. Das kann ich offstream in Ruhe auch machen. Ab nach Troski! Einverstanden. Ja, Herr Langbeni, das ist mir wurscht. Ich habe dafür offstream genügend Zeit. Im Stream werden wir uns der Hauptquest widmen. Ist das in Ordnung für Sie? Dankeschön. Und ich war sehr Wir verbunden, sind wenn hier es mir wieder. nicht alle 5 Minuten darauf Fällt mir das hinweist, Blut in mach den das, mach Adern. das, mach das, Aber mach gut, dass das. wir unversetzt Weil dann kann ich das sind. Spiel gleich bleiben lassen und schauen wir ein Video. Bergo, Herrn Jaromirs Ist das okay? Nachricht Und unsere Arbeit ist getan. Lass uns zu von Berghoff gehen. Ich muss mich ausruhen. Aber wir jetzt schon wieder zurück. Ihr kennt es nicht, aber das kann Troski sein, oder? Wären wir schon wieder da. Ja. Natürlich. Wir sollten ihn sofort sprechen. Rein in die Luzi! Begleite Capone zu Herrn Berghoff, um eure Rückkehr zu verkünden. Willkommen zurück, Herr Hans. Heinrich. Das haben wir Sei ja schon wieder. gegrüßt, Herr. Schön, dass ihr beide wohlbehalten zurück seid. Kommen wir nun zu wichtigeren Themen. Herr Capon, welche Kunde bringst du mir von Herrn Jaromir? Auf wie viele seiner Männer kann ich zählen? Zunächst möchte dir Herr Jaromir seine Grüße überbringen, Herr. Und er sagt, er bete für deine Gesundheit. Der Überfall auf deine Soldaten hat ihn tief beunruhigt. Er hat 2 Reiter in voller Rüstung und 3 Bogenschützen versprochen. Ungefähr das, was ich erwartet hatte. Danke, Herr Capon. Die Reservisten werden gesammelt und bald sind es Herr Langbeni, genug, Ihre Entschuldigung damit wir wird mit hiermit diesem angenommen. Abschaum abrechnen können. Ah, 60, das ist immer so ein... Es ist immer so ein... Ich habe immer noch nicht herausgefunden in so Dialoge, ab welchem Wert das gut ist oder schlecht ist. Ist 16 gut, ist 16 schlecht? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es schlecht. Manchmal funktioniert es dann trotzdem. Das ist alles... Nee. Aber Herr Nebak hatte viele Männer in seiner Festung. Er könnte dir auf jeden Fall mehr Unterstützung schicken. Das stimmt. Das habe ich mit ihm besprochen. Er beharrte darauf, nicht mehr Männer entbehren zu können, weil er eine Garnison zur Verteidigung der Festung braucht. Die Festung liegt auf einem Felsvorsprung mit nur einem Weg hinein und ist gut befestigt. Die könnte mit Links von 5 Männern verteidigt werden. Außer sie wären deutlich in der Unterzahl. Das mag sein. Aber ein paar der Männer dort waren bezahlte Söldner. Sie gehören ihm nicht. Und sein Vertrag mit ihnen verpflichtet sie, die Festung und das Umland zu beschützen. Würde er sie in eine Schlacht schicken, müsste er mehr zahlen. Und das kann er nicht aufbringen. Also entsendet er seine eigenen Männer, über die er frei verfügen kann. Erfolg. Der Rest muss in der Festung bleiben. Nebak hat also Söldner angeheuert. Wie viele? Ungefähr 1 Dutzend, würde ich sagen. Interessant. Höchst interessant. Ich wüsste gern, woher er das Geld dafür hat. Danke, meine Herren, für diesen kleinen Dienst. Wir waren derweil nicht untätig. Ich habe Neuigkeiten, die euch interessieren dürften. Wir haben einen der Bastarde erwischt, der uns überfallen hat. Was? Wie? Ein glücklicher Zufall. Weiter nichts. Er sitzt unten im Kerker hinter Schloss und Riegel. Und? Hast du etwas aus ihm rausbekommen, Herr? Bisher hat er einen eisernen Willen bewiesen. Meine Männer haben nicht ein Wort aus ihm rausbekommen. Müssen wir jetzt einfach Wäre es foltern? mit Folter, Herr? Das ist das Problem. Die Männer sind abergläubisch. Sie sagen, Folter ist schmutzige Arbeit, die nur ein Henker ausführen sollte. Und wir haben hier keinen. Also haben sie ihn nur ein bisschen geschlagen. Aber der Bastard ist sehr gut darin, den Mund zu halten. Scheiße. Sicher seid ihr auch an seinem Wissen interessiert. Vermutlich gehört er zu derselben Bande, die euch überfallen hat. Ich weiß nicht, was du von solchem Aberglaube hältst, Herr Capon. Aber wenn du versuchen willst, ihm die Zunge zu lockern, werde ich dich nicht aufhalten.
halten. Bring ihn dazu, dir das Versteck seiner Bande zu verraten. Und ich stehe in deiner Schuld. Und wenn Ihnen jemand hier aus der Gegend hilft, will ich wissen, wer das ist. So ein Angebot kann man ja kaum ablehnen, Herr Otto. Ich habe jede Menge Fragen an den Mistkerl. Und abergläubisch bin ich nicht. Alle nötigen Werkzeuge sind da. Bring ihn dazu, den Tag zu verfluchen, an dem er sich gegen uns gestellt hat. Wir holen es aus ihm mit Gewalt raus, befragen werden wir ihn, aber nicht foltern. Ich möchte niemanden foltern. Es wundert mich, dass deine Männer so zurückhaltend sind. Besonders nach dem, was sie deinem Hauptmann angetan haben. Ich habe das nicht vergessen. Wir kriegen das schon aus ihm raus. Wenn's sein muss, mit Gewalt. Das freut mich zu hören. Ihr habt mich schon mal überrascht. Und es interessiert mich, ob ihr das nochmal schafft. Und falls nicht, lasse ich den Bastard hängen. Als Warnung für die anderen, wo wir übrigens gerade von Ärgernissen sprechen. Habt ihr irgendetwas Verdächtiges auf meinem Anwesen bemerkt, während ich fort war? Etwas, das uns womöglich auf die Spur dieser Halunken führen kann. Ich befürchte, da kann ich dir nicht helfen, Herr. Während du fort warst, habe ich mir meine Zeit mit der Jagd vertrieben und dann, wie du weißt, deinen Keller besucht. Wie wahr? Und du, Heinrich? Hier gibt es Nomaden, Müller-Kretzel ist verdächtig. Oh, okay. Die Inquisition ist nach Troskowitz gekommen. Der junge Semin verließ seine Hochzeit. Ich weiß von nichts. Jetzt Moment mal, das sind alles Vorkommnisse, die man in den Nebenquests macht. Ja, da haben wir im Streamland natürlich nicht recht viel davon gesehen. Ich habe aktuell eine Quest mit Nomaden. Ja, die habe ich noch nicht gemacht. Ein Müller-Kretzel, der ist ziemlich... Da lernst du das Stehen und Dietrichen und von hinten anschleichen, lauter so ein Scheiß. Die Inquisition ist nach Troskowitz gekommen, da weiß ich jetzt nichts davon. Und der junge Semin verließ seine Hochzeit, da wart ihr auch dabei. Jetzt ist die Frage, da kann man jetzt viel sagen, keine Ahnung. Das mit dem Semin da die auch sagen. Der Müller-Kretzel, das wisst ihr natürlich nicht, der hat zum Beispiel kleine Metallkugeln in seinem Maisackel drin. Und da wird explizit darauf hingewiesen, da gibt es ja eine kleine Cutscene dazu. Ich weiß nicht, ob wir die im Stream gesehen haben oder ob ich die off-Stream gespielt habe, das ist jetzt wurscht. Aber das mit dem Semin da ich auch sagen, der Huber sagt Semin, ich tue jetzt einfach, ich glaube, dass wir alles durchklicken könnten, aber ich sage jetzt einfach mal, der junge Semin verließ seine Hochzeit. Stimmt, der ist unmittelbar nach der Trauung, hat sich der verpisst, gell? Ich erinnere mich. Herr Wieger, merci für deinen Resub, Staudi, merci für den Fünfer, Herr Donner, merci für 67 Monate und der Rest, den ich übersehen habe, Kuss auf die Nuss. So, Schluss jetzt damit. Müssen wir auf Sperr aufpassen. Etwas Merkwürdiges ist passiert. Der junge Semin ist bei seiner Hochzeit gleich nach der Zeremonie fortgestürmt. Ja, genau. Er ließ seine Braut zurück. In ihrer Hochzeitsnacht. Die Arme war am Boden zerstört. Ich erinnere mich. Interessant. War das nicht zur selben Zeit, als deine Truppe angegriffen wurde? Das stimmt. Ein wirklich seltsamer Zufall. Der junge Olda. Mir gefällt nicht, wohin das führt. Aber wir müssen die Wahrheit herausfinden. Ich hoffe, wir bekommen unsere Antworten unten im Kerker. Und nun wenden wir uns angenehmeren Dingen zu. Mein Leibwächter, Herr Bartosch, auch bekannt als der schwarze Bartosch, hat mich von Prag hierher begleitet. Er ist ein hervorragender Schwertkämpfer. Wenn ihr euch ein wenig zerstreuen möchtet oder einen Übungskampf begehrt, steht er meinen verehrten Gästen zur Verfügung. Ihr findet ihn meistens auf dem Schwertkampfplatz in der äußeren Burganlage. Das ist alles. Berichtet mir bald, was ihr von diesem Banditen erfahren konntet. So, zurück im Sattel! Begleite Kapern zu Herrn von Berghoff, um eure Rückkehr zu verkünden. Erledigt. Und was ist jetzt zu tun? Notwendiges Übel. Müssen wir jetzt wirklich jemanden foltern? You fucking serious? Okay. So, wir haben da in der Troski-Burg, da kennen wir uns ja einigermaßen aus mittlerweile. So, Hans! Hans! Was hältst du von Folter? Was hältst du davon? Du sprichst vom Foltern? Wovon sonst? Du schienst mir ganz versessen darauf, diese Drecksarbeit zu erledigen. Was hätte ich denn machen sollen? Ich wollte guten Willen zeigen. Und obendrein
haben wir endlich die Gelegenheit, ein paar Antworten aus jemandem herauszubekommen. Und überhaupt, nach dem, was du gesagt hast, stört dich unreine Arbeit ja nicht besonders. Wir müssen es tun. Also, das ist ein, habe ich schon richtig verstanden, das ist ein Überlebender von diesen Banditen, die uns ganz am Anfang vom Spiel alle unsere Leute umgebracht haben und dafür verantwortlich sind, dass wir hier durch die Scheiße gehen. Du weißt schon, was ich mit dem anstelle, oder? Du hast recht. Es ist nun mal unsere Aufgabe. Aber versteh mich nicht falsch. Ich will auch, dass wir das alles klären, ohne dass es hässlich wird. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie man anständig foltert. Ich weiß nicht mal, wie Das man stimmt. unanständig foltert. Für sowas haben wir Adligen doch Untergebene. Und der Nosenbohrer Bondel. Jetzt sind diese Untergebenen... Wir. Stimmt. Oh, stimmt, das ist wichtig, Na den komm. Köter oder verjagt. Richtig. Bringen wir es so schnell wie möglich hinter uns. Richtig. Wieder mal bleibt alles an uns. Ich will ihm die Fresse polieren! Befrage den Gefangenen in der Folterkammer mit Capon. Gehst du mal bitte schön auf Zeit, ne? Dankeschön. Müssen wir oben, gell? Ja. Wo ist denn der Kerker grob, damit ich mich auskenne? Im selben Bumsteuerin, aber nach unten müssen wir. Der Kerker ist ja da, wo der Hans eingesperrt war, oder nicht? Da müssen wir da aussehen, Treppen runter. Da ist Treppen ein bisschen buggy, oder an irgendeiner sicheren Stelle da irgendwo ist Treppen ein bisschen buggy. Ist dieser Kerker? Do we have a Kerker hier? Hallo? Normalerweise darf ich da nicht rein. Letztes Mal hat er mich noch zusammengeschissen, jetzt darf ich rein. So. Begib dich zur... Oh, lecker, das war jetzt ein bisschen harter Tobak, glaube ich. Aber das darf man... Da scheiße ich mir jetzt dann nichts sehen. Also gut, wir schneiden mir an, was weiß ich, wie es ausschaut. Aber Depf darf ich nicht herzogen. Klasse Job. Good Job, YouTube. Frischfleisch? Oh. Ging den anderen beiden die Puste aus? Wir sind keine Wachen aus Troskey. Ist mir scheißegal, wer ihr seid. Ich sag euch überhaupt nichts. Herr von Bergo sieht das anders. Ach ja? Dann könnt ihr drei ja auf dem Weg zur Hölle Händchen halten. Wir haben einen Witzbold hier. Wer bist du? Niemand Wichtiges. Das haben wir zu beurteilen, wenn's recht ist. Und wer seid ihr, wenn ihr keine Wachen seid? Wir haben ja erst gefragt. Das geht dich jetzt nichts an. Ich bin Heinrich. Das geht dich nichts an! Das soll dich jetzt nicht kümmern. Du wirst heute sowieso sterben. Ach, du kannst also auch reden, harter Kerl? Nicht nur reden. Er kann auch wunderbar schrauben. Als ob. Ihr habt doch nur eine große Klappe. Ohrfeigen. Erstmal saubere Futzen geben. Oh oh, mit die Eisenschuhe. Saubere Luden. Fickt euch! Saubere Ludenschelle. Das führt doch zu nichts. Weißt du, mein Freund ist der Sohn eines Schmieds. Er weiß ganz genau, was man mit sowas wie dieser Zange anstellen kann. Da steht er so Aus ihr erklärt. bekommt ihr nichts heraus. Das haben schon größere Kerle versucht. Also nimm die Zange und schieb sie dir in den Arsch, du verräterischer Hurensohn. Ohrfeigen, Zange ansehen. Schauen wir mal die Zange an. Da der wir gar nicht lange umeinander mit dir. Du hast meinen Hund verscheucht. Das ist eine ganz schlechte Idee. You came to the wrong neighborhood, motherfucker. Na? Haben wir doch mal, weiß ich nicht, Zehennägel oberziehen oder so. Mir passt sie wohl nicht. Aber dir vielleicht. Versuchen wir es? Genug! Erspar mir bitte diese Witze. Na? Tun wir, weshalb wir hier sind. Diese Spielchen führen ja zu nichts. Raus mit der Sprache, du verdammter Drecksack. Alles klar? Ich sage gar nichts. Macht, was ihr wollt. Schaut ein bisschen aus wie der Chris Hemsworth. Wo versteckt sich deine Bande? Wer ist euer Anführer? Gehört Istvan zu euch? Wer ist denn Istvan? Wo versteckt sich deine Bande? Wo hält sich deine Bande versteckt? Ich will dir nicht wehtun, tun. Wo haltet ihr euch versteckt? Du spielst umsonst den Helden. Oh, nehmen wir mal das, da haben wir den Herrenwert. Sag uns, wo wir deine verdammte Bande finden können. Sofort! Du wirst schon sehen, dass wir um einiges härter sind als diese Weicheier aus der Garnison. Viel härter. Wir haben in vielen Schlachten gekämpft und genug Gefangene befragt, um zu wissen, wie man deren Zungen lockert. Wenn du unsere Geduld auf die Probe stellen willst, bitte, schweig. Und sieh, was passiert. Nebakov. Es ist Nebakov. Du Lügner.
Ich war gerade erst dort und habe mit Herrn Nebak gesprochen. Da haben die Jungs dir wohl einen Bären aufgebunden. Gut, aber wieso sollten wir das ihm jetzt gelungen? einfach so glauben? Der alte Nebak ist ein leichtgläubiger Trottel, so wie ihr zwei. Der Holzkopf hatte nicht mal genug Männer in seiner Festung. Wir haben sie mit verbundenen Augen eingenommen. Wer seid ihr überhaupt? Moment mal, was? Ihr kommt mir nicht wie gemeine Banditen vor. Gewiss nicht. Wir sorgen uns tatsächlich über die Zukunft unseres Landes. Aber vor allem wollen wir nicht, dass es von Verrätern wie euch zerstört wird. Schwachsinn. Ihr seid nur eine Söldnerbande, die für Groschen mordet. Ihr seid nichts weiter als Banditen. Versuche nicht, eure Verbrechen als edel darzustellen. Ich weiß ganz genau, was du bist. Und ich sag's in einer Sprache, Sie die werden du da haben wir verstehst. ein paar wichtige Wörter vergessen. Wie zum Beispiel, jetzt bin ich ein bisschen besser drin. Und von einem Ischwan steht da nichts. Was ich zum Lesen zur Auswahl habe. Wer ist da? Jetzt Moment mal, habe ich das gerade richtig verstanden? In der Garnison, wo wir da gerade waren. Habe ich mich nicht täuscht, dass die alle so beschissen freundlich sind? Und der Grund ist, weil das die Banditenwichser sind, die uns am Anfang gefickt haben. Und deswegen war der Michael so neugierig. Ich krieg einen Vogel, Alter. Und was ist? Oh Gott, ich hab eine von denen zusammengehauen! Gehört Istvan zu. Ich weiß nicht, Istvan. Vielleicht weiß auch keiner. Mehr Pferde als Männer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tatsache. Darum die ganzen scheiß Pferdle. Und der Istvan, hier jetzt meine Vermutung wäre, ist es der in der schwarzen Rüstung? Der Hauptantagonist aus dem ersten, Istvan Toth. Er soll ja halt Toth sagen, den Namen weiß ich nicht, Istvan weiß ich nicht. Dann fragen wir mal, ob der Istvan, also ist der mit der schwarzen Rüstung, ist es der? Weiß es nicht. Aber auf alle Fälle der Bösewicht aus dem ersten. Gehört zu deiner Bande auch ein Mann namens Istvan? Er ist bei deiner... Wag es ja nicht, von meiner Familie zu sprechen. Kennst du ihn oder nicht? Ich kenne ihn nicht. Du Hurensohn. Na, jetzt hau er mit einem Instrument foltern. Rein. Ich helfe dir mal auf die Sprünge. Rein jetzt mit dem Arsch... Mit dem Ding in sein Arschloch vielleicht, ja. Kim, lass mich ausweihen. Ich mag ausweihen. Ich hätte den Dolch unten Hammer genommen. Vielleicht hätte ich aber auch die Zange unten Hammer genommen. Halt! Halt! Nix halt! Halt die Fresse vielleicht! Nein! Wieso grinst Also du? gut! Na schön! Er gehört zu uns! Also steckt er dahinter. Hätte ich mir denken können. Schwachsinn! Er ist gerade erst zu uns gestoßen! Ich war gegen ihn! So ein aufgeblasener Tropf! Halt, stopp. Haben wir mit ihm jetzt gerade einen Schwanz abgeschnitten? Haben wir mit dem Typen jetzt gerade einen Schwanz abgeschnitten? Oder irgendwas anderes da unten? Oder beides? Oder... Aus Ungarn oder irgendeinem anderen Rattenloch. Aber sein Groll gegen den alten Otto hat die meisten überzeugt. Darunter auch den Anführer. Warum warst du gegen ihn? Rede. Er war einfach seltsam. Er wollte gar nicht so recht in die Schlacht ziehen. Was soll man mit so jemandem anfangen? Hä? Wie sieht sein Schwert aus? Mehr will ich gar nicht. Wie schaut sein Schwert aus? Ich wollte gar nicht so richtig in die Schlacht ziehen. Was soll man mit so einem anfangen? Hm? Hat er ein besonderes Schwert? Was denn für ein Schwert? Doppeldelle. Heinrich! Hat er nun eins oder nicht? Ich weiß nichts über irgendein dämliches Schwert. Ups. Es schaut nicht nach Zahnziehen aus, Leute. Es sieht nicht nach Zahnziehen aus. Ich weiß nichts über irgendein dämliches Schwert. Wirklich. Heinrich! Deswegen sind wir nicht hier. Er kennt ihn. Er muss davon wissen. Brenn in der Hölle!
Du dreckiger Hund! Er ist es nicht wert. Hör auf! Na schön. In Ordnung. Jemand muss doch der Kopf der ganzen Sache sein. Sag mir, wer. Ach, leck mich! Er ist ein bisschen lernresistent, muss ich sagen. Euer Anführer. Verrate mir sofort den Namen. Wenn du uns nicht sofort seinen Namen verrätst, zerlegen wir dich. Das wird unschön. Glaub mir. Weißt du noch, wie wir rausgefunden haben, wer die Banditen bei Neuhof anführt? Ja. Das war furchtbar. Ja, freilich. Ich dachte, du wärst durchgedreht. Ja, Überall war Blut. überall. Am Ende hat er doch geredet, oder? Auch wenn nicht mehr viel von ihm übrig war. Hey, wartet mal, Freunde. Ich kenne ihn nicht besonders gut. Man nennt ihn Jan. Das ist alles? Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich bin noch nicht lange dabei. Aber er wirkt wie ein anständiger Kerl. Er hat gute Ideen und niemand würde es wagen, sich ihm zu widersetzen. Habt ihr einen Verbündeten in der Region? Warum habt ihr uns überfallen? Interessiert mich beides. Irgendjemand in der Gegend muss euch doch helfen. Ich sag euch nichts mehr. Gar nichts. Verzieht euch wieder zu eurem von Bergo. Was ist denn mit dem Idioten? Instrument nehmen? Du wirst reden. Fahr zur Hölle! In Gottes Namen! Haben wir jetzt einen Dolch? Nein, haben wir immer noch Zang. Nimm mir doch mal was anderes! Einen Scheiß gebe ich ihm noch. Weil irgendwie ist es doch asozial. Selbst wenn es eine Spur ist, ich weiß das übrigens, falls jetzt wieder irgendjemand in die Kommentare im Nachschauungsgrad oder sonst wo irgendwo schlau ist. Das ist bloß eine Spur! Spuck's aus. Und zwar sofort. Sonst muss ich das hier benutzen. Und ich glaube nicht, dass dir das gefallen wird. Wenn ich... Kurva! Der Name, sag uns den Namen! Olda! Semin! Der Bräutigam? Ach du Scheiße. Deshalb hat er seine Hochzeit verlassen. Himmel, Herrgott! Und was ist mit den anderen? Wenn von Bergo das erfährt. Dann bricht die Hölle los! Aber die Leute in der Festung sind unschuldig. Sie wissen gar nichts. Wenn ihr mit von Bergo redet, klebt ihr Blut an euren Händen. Von Bergo ist kein Wahnsinniger. Er wird Gerechtigkeit üben. Von wegen! Warum habt ihr uns überfallen? Warum habt ihr uns überfallen? Drüben am Stein. Das ist der Vorfall ganz am Scheiße. Anfang vom Spiel. Ihr wart das? Ich wusste, dass ich euch schon mal gesehen habe. Zu schade, dass es nicht das letzte Mal war. Ihr habt eine Gruppe von Boten abgeschlachtet, ihr verdammten Ungeheuer! Unschuldige Männer! Im Krieg gibt es keine Unschuldigen. Alle, die auf von Bergos Seite stehen, verdienen den Tod. Falsche Antwort. Dir zeig ich's. Ihr habt meine Männer abgeschlachtet. Was wie ein Payday. Genieß das, du Scheißkerl! Zähne zusammendreschen. Das tut sicher gut. Autschen? Und noch umdrehen hinten neu! Skadusch. Das waren unsere Freunde. Du Schwein! Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Ein bisschen, ja. Wir sind nicht auf von Berghoffs Seite. Moment mal. Zu dem Zeitpunkt waren wir nicht auf Berghoffs Seite, aber jetzt ja schon irgendwie. Ich sag das jetzt trotzdem. Wir sind nicht auf von Bergos Seite. Wir wollten mit ihm verhandeln, um diesen sinnlosen Krieg zu beenden. Aber eure verdammte Banditentruppe hat uns davon abgehalten. Ha! Wer es glaubt, wird selig. Es bringt nichts, diesem Dummkopf irgendwas zu erklären. Da bringt nur eine harte Hand etwas.
Du bist die Mühe nicht wert. Ich glaube, damit ist die Befragung vorbei. Mal Schade. sehen, was von Bergo von dem Ganzen hält. Jetzt bin ich aber Was zur gespannt. Hölle? Und nehmt von Bergo gleich mit. Ich bete, dass euch jemand bald dorthin schickt. Ja. Okay, Geht es tschüss. dir? Gott im Himmel, Heinrich! Das sah fast aus, als hättest du Spaß beim Foltern. Das gefiel mir ehrlich gesagt gar nicht. 3-mal Ruf verschlechtert. Ich hab nur Befehle befolgt. Wir hatten einen Befehl und mussten ihn befolgen. Ich weiß. Trotzdem. Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist. Ich denke, er hat uns alles erzählt, was wir wissen wollten. Ja, gute Arbeit. Ein Kerl namens Jan hat das Sagen. Sie haben Neberkov besetzt und dieser Mistkerl Istvan hat sich ihnen angeschlossen. Aber was er am Ende sagte, dass Semin ein Verbündeter ist, das verstehe ich einfach nicht. Warum in Gottes Namen hat Semin sich gegen von Bergo gestellt? Das wäre eine direkte Auflehnung. Glaubst du, die anderen in der Festung sind auch eingeweiht? Ich hoffe inständig, sie sind unschuldig. Aber so oder so haben wir hier ein heilloses Durcheinander. Zu sowas gab es einmal ein eigenes Experiment, Burning Crusade. Ich weiß, ich glaube, das haben wir mit das in der Schule sogar gelernt und angeschaut. Gibt es einen Film davon? Weißt du nicht sogar? Da gibt es einen deutschen Film davon. Der heißt Das Experiment und du meinst wahrscheinlich das Experiment, wo jemand an so einer Tastatur gesessen wird mit Stromschlägen von 1 bis 15 und von 1 bis 15 wird immer schwerer. Also der Stromschlag wird immer krasser und der Person, die da draufdrucken soll, sind irgendwelche Testleute, die haben sich da dafür angemeldet und denen wird erzählt, im Raum gegenüber, den sie aber nicht sehen, also die Person sehen es nicht, ich glaube, sie müssen denen Fragen stellen, ja? Also die telefonieren quasi miteinander über so ein Mikrofonding und wenn er die Antwort falsch hat, dann muss er ihm einen Stromstoß geben und mit jeder falschen Antwort wird der Stromstoß immer krasser. Und diese, ich sage jetzt mal, diese vermeintlichen Ärzte, die gesagt haben, das ist ein Test, sitzt die hin, mach das, haben dem halt einfach nur gesagt, sitzt die hin, mach das. Und dann gibt es Leute, die da die Stromstöße austeilen und mit jedem Stromstoß werden die Schreie von da hinten immer krasser und ekelhafter. Und dann mögen manche schon aufhören, dann geht trotzdem so ein Arzt wieder hin und sagt, na, das passt schon, das ist Teil des Experiments, sitzt die hier und mach weiter. Und fast jeder macht eiskalt weiter. Die Leute haben natürlich nicht wirklich einen Stromschlag gekriegt, da gibt es ein ziemlich interessantes Video. Gibt es mit Sicherheit auf YouTube. Ich glaube, es ist auch ein Schwarz-Weiß-Video. Also es ist sehr lang her, dieser Test. Aber interessant zu sehen. Krasse Scheiße. Erklärt so manches auf diesem Planeten. I see button, I press. Ja, so ungefähr. Das habe ich ja vorher schon irgendwo geschrieben. I see tongue, I folter. Wulfric, merci für den Zwickel. Semin nicht erwähnen. Gibt Erfolg dafür. Was? Schweigen wir lieber über Semin? Lassen wir Semin auffliegen. Ja, aber wieso sollte ich das denn tun? Ich scheiße doch auf den scheiß Erfolg. Natürlich sage ich dem Typen, dass er Semin ein Hurensohn ist. Herr Wulfric selbst. So nicht. Bei Hacko, merci für 19 Monate. Kuss auf die Nuss. Lassen wir Semin auffliegen. Aber natürlich, der Herr Otto war eigentlich immer nett zu uns. Aber weißt du, was krass ist? Auf das bin ich nicht gekommen. Die ganzen Pferdl erklären sie, das hat der Beni vorher wahrscheinlich auch mit den Details gemeint. Die fallen dir auch nicht auf, wenn du das nicht weißt. Im Nachhinein natürlich. So mit, da kommen die ganzen Pferdl her. Deswegen haben die so beschissen nett. Deswegen fragt der Michael die ganze Zeit, was da los ist. Deswegen glaube ich, möchte der Michael auch ein Duell machen. Und in Gesprächen und sich besser kennenlernen und einen Saufer und lauter so einen Scheiß. Nikos, merci dir. Puh, schreck dich nicht, schau mir auf die Uhrzeiger. Es ist 9:30, da haben wir noch genug Zeit. Du, Nikos, haben wir noch genug Zeit. Fahrarzt, merci für den Zwickel. Sehr geil, Spui bis jetzt, gefällt mir. Von mir kriegt das Ding 10 von 10. Können wir uns gerne nach dem Gameplay, ich sage mal so in einer Dreiviertelstunde, machen wir halt wieder so bis um 10:30, können wir uns einmal noch kurz drüber unterhalten, was ich allgemein von dem Spiel bis jetzt halte. Lassen wir Semin auffliegen. Semin, nochmal zu Ding, ich muss das auch für mich immer wieder mal wiederholen, wer das ist, damit ich nicht wieder durcheinander komme. Ihr wisst, ich habe Probleme mit Namen, vor allem wenn wir halb bloß alle 5 Tage spielen. Der Semin ist der, wo wir auf der Hochzeit waren. Ja, deswegen ist der abgedüdelt, direkt nach der Hochzeit. Jetzt macht er das alles Sinn. Also die Story hat halt wirklich einen nachvollziehbaren roten Faden, den ich verstehen kann. So. Das macht Sinn. Das ist nicht einfach irgendein plottarmer Scheiße.
Bis jetzt zumindest. Ich meine, mehr wie bis jetzt kann ich auch nicht sagen. Aber was es ist. Wir haben können doch keine nichts Zeit! ausrichten. Entschuldigung, ja, ich rede so viel. Wir müssen von Bergo davon in Kenntnis setzen, was Semin getan hat. Das wird ihm ganz und gar nicht gefallen. So oder so, wir sollten ihn so schnell wie möglich aufsuchen und keine Zeit mehr verlieren. Er wartet bestimmt schon ungeduldig auf uns. Teile Herrn von Berg auf die Ergebnisse der Befragung mit. Da ist ein bisschen reinblitzt, was auch immer da passiert ist. Vorsicht! Wir müssen hier aufheben. So. Ich, Herr? Wer denn sonst? Die Treppen ist verpackt. Ist das nur bei mir so oder ist es bei euch auch? Da kann man einfach nicht einfach aufgehen. Da muss man immer irgendwie umeinander pümmeln. Wenn du fertig bist. Ja, okay. Kämmerer, du sollst eigentlich keine riesendrum Fresse haben, weil sonst... Machen wir so. Achtung, haben wir mit da schon richtig? Ja. So. Timmy Boy! Da muss halt öfter streamen. Nice try, Timmy Boy. Ave Maria. Interessiert mich nicht, wie zwei Polka. Tschüss. Wo ist er? Ist er jetzt unten? Wieso ist er denn jetzt auf einmal wieder unten? Gerade war er doch noch. Meine Schuld. Welche Scheiße, was für deine Schuld? Bist du besoffen? Ist er da drin? Wo ist er denn? Herr Berghoff! Herr Berghoff! Da ist er. Kann ich mich da hinsitzen zum... Warte mal, das muss ich jetzt probieren, ob ich mich hinsitzen kann zum Schmerzen. Wer bist du? Der Ritter Florian von Lomnitz. Wen haben wir da? Der Ritter Jeschek von Bohr. Oh, da rief jetzt aber gerade viel Leute ein. Ritter Hermann Köpfchen. Der Ritter Hermann Köpfchen. So, Herr von Berghoff. Ich bringe Neuigkeiten aus der Folterkammer. Hervorragend. Ich lasse Burggraf Haschek kommen. Er soll sie auch hören. Wir haben auf deinen Befehl hin den Gefangenen befragt, Herr. Konntet ihr etwas Nützliches herausfinden? Manches davon dürfte nützlich sein, Herr. Dann sprich. Der junge Semin half den Banditen. Die Banditen haben hier keinen Unterstützer. Das haben wir nicht wirklich gefragt. Gell? Die Frage war dann auf einmal weckert. Die Banditen verstecken sich in Nebakov. Istvan Toth gehört zu den Banditen. Das wissen wir auch nicht so 1000%ig. Weil er das Schwert nicht bestätigen hat können. Aber fangen wir erst mal an mit der junge Semin half den Banditen. Er hat bestätigt, was ich dir schon gesagt habe, Herr. Olda Semin steckt mit den Banditen jetzt unter noch einer geklont. Decke. Er hat seine eigene Hochzeit für den Überfall verlassen. Dieser Wahnsinnige. Das wird er mir büßen. Was ist Oh, mit jetzt wird er seinem grantig. Vater, den Menschen in der Festung? Haben Sie ihn etwa die ganze Zeit gedeckt? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie er es sonst geschafft haben soll. Dieser Abschaum. Ich habe Ihnen vertraut. Sie werden schon sehen, was mit denen passiert, die mich hintergehen. Die ganze Provinz wird darüber reden. Er ist richtig angepisst. Mal ganz lang, warum haben wir mir eigentlich so freundlich zum Herrn Berghoff? Frage ich mich die ganze Zeit. Wir haben doch dem eigentlich bloß so ein Angebot bringen müssen, somit verbündet mit uns, weil der Sigismund ein Arschloch ist. Sigismund ist König A, König Wenzel ist unser König. Sigismund hat einen Heinrich, das habe ich heute gelesen, Skalitz ausgeräuchert im ersten Teil, weil es da Silber gab und der irgendwie seine Machenschaften finanzieren wollte. Und darum ist grundlegend Sigismund Arschloch. Die Banditen verstecken sich in Nebakov. Machen wir mal den, ja, wir erzählen ihm alles. Die Banditen haben ein Lager in Nebakov. Wobei ich mich frage, warum eigentlich? Irgendwie ist es ihnen gelungen, die gesamte Festung einzunehmen. Ohne ihn wird man dahinter Was? waren. Ja, okay. Wie denn? Okay. Touché, Herr Barakov, Schließlich touché. hat Herr Capon sich doch mit Nebak getroffen. Oder nicht? Wie sich nun herausstellte, wurde Herr Jaromir eingekerkert. Jemand hat ihn äußerst überzeugend gespielt. Vergib mir, Herr. Na schön. Entschuldigung angenommen. Immerhin wissen wir jetzt, was vor sich geht. Sie werden schon bald wissen, dass das ein großer Fehler war. Und Istvan Toth gehört zu den Banditen. Oder Toth, wissen wir nicht. Der Gefangene hat bestätigt, dass Istvan Toth dazugehört. Ja, so hundertprozentig. Der Mann in der schwarzen Rüstung, nicht wahr? Du hast ihn schon mal erwähnt. Ganz genau. Jetzt wird's persönlich. Schwarze Rüstung. So schwarz wie seine Seele. Du kannst ihn nicht ausstehen. Aber er ist nur ein Mann. Mich interessiert die ganze Bande. Mehr haben wir nicht rausgefunden. Ich muss gestehen, ihr habt viel aus ihm rausbekommen.
In jedem Falle mehr als deine Männer, Haschek. Aber Herr, Sie... Die Würfel sind gefallen. Komme, was da wolle. Haschek, mach deine Männer bereit. Ihr werdet nach Semin reiten und euch um den Verräter kümmern. Er wird der Strafe nicht entgehen, Herr. Als nächstes ist Nebakow dran. Herr Capon, Heinrich. Wir treffen uns am Nachmittag bei den Stallungen im oberen Hof. Wir werden nicht auf Nachzügler warten, also seid pünktlich. Warte, bis Haschek seine Männer vorbereitet hat. Ich sprich mit Capon über Semin. Stinkt noch optional, aber das ist ja... Wann hat denn die Vorbereitung? Am Nachmittag. Ich kannte damit jetzt weiter nicht, wenn wir eine Uhr hätten, aber irgendwie hat es im Mittelalter keine Uhr nicht gegeben. Was ist mir zwischendrin einmal gerade wieder einfällt. Hat einer schon mal irgendjemand auf den Like-Button draufgedrückt? Von euch? Da sitzen 1050 Leute. Like-Button smashen! Wir haben eine absolute Perle von Spiel vor uns, das ist unfassbar. Es besteht zwar momentan sehr viel und eigentlich generell sehr viel aus Cutscenes. Keine Sekunde davon ist langweilig. Und das ist extrem selten. Und als ich mich freiwillig in einem Spiel herhocke und ein bisschen was nicht vorhanden ist, kann ich euch übrigens einmal schnell zeigen. Gerade ein paar Sekunden. Dann haben wir wieder Meta gemacht. Jetzt pass auf, im Codex. Da gibt es ein paar so Texteinträge zu den Charaktere. Warum da noch nicht mehrere drin sind, das weiß ich nicht. Es gibt zu den Ereignissen, die passiert sind, so gibt es auch bloß 3 Einträge. Zu den Orten habe ich ein bisschen was gelesen. Aber das kann man schon, dass ich wieder einigermaßen auskenne. Ja? Nicht voll drin bin, aber einigermaßen auskenne. So. 6. nicht Zeit, wenn es da warten drückt. Das ist eine gute Frage. Das ist absolut richtig. Hat es nicht gekostet bis Nachmittag oder so? Na ja, gut, jetzt schmeißen wir mal mit dem Hans. Hans! Da ist der Hans! Oder geht der Hans in die Richtung, wo wir uns dann treffen? Oder was weiß ich. Schauen wir mal. Sollen wir zu Semin gehen? Bist du bescheuert? Wieso? Was hat der Semin mit uns zu tun? Der interessiert uns nicht. Ja, der Birdlike hat schon recht gehabt. Wir haben ihn nicht zum Berghof, weil wir mir draußen auf die Strohbeine schlafen und ich habe den Pur gehabt. Können wir nach Semin aufbrechen? Moment, wir müssen noch auf Haschek warten. Wir reiten dort nicht allein hin. Von Bergo nimmt das alles ein wenig zu ernst, nicht wahr? Ach so. Überrascht dich das? Er ist bei dem Überfall nur um Haaresbreite mit dem Leben davongekommen. Naja, das gilt auch für uns. Ich gehe zu den Stallungen und warte auf den Aufbruch. Komm mit, wenn du willst. Ich muss mich noch um etwas kümmern. Ich warte mit dir. Natürlich warten wir. Na schön. Ich warte mit dir. Mit der Macherei! Da seid ihr ja. Können wir aufbrechen? Was ist schon wieder für Probleme? Ich muss schon wieder pissen. Irgendwie muss ich bei dem Spiel immer bieseln. Ich bin bereit. Einen Moment noch. Ich bin bereit. Bin bereit. Beförderung. Ich bin immer bereit. Das Beförderung. können viele Dirnen bestätigen. Dann satteln wir auf und reiten los. Hans, halt doch Der den Maul. Rest der Truppe stößt später dazu. Vor uns liegt noch ein langer Weg. Also So, vielleicht können wir aufs Pferd aufsteigen, auf Folgen drücken und laufe ich schnell zum Bieseln und dann wird schon passen. Warten auf mich. Auf dem Weg bleiben. Scheiße. Kim, lass mich folgen, damit ich schnell 10 Sekunden zum Bieseln laufen kann. Der junge Semin hat uns unseren Herrn verschworen. Scheiße. Oh. Gibt's jetzt eine Schlägerei gegen Semin oder was? Hans ist allzeit bereit. Notiert. Gibt's jetzt so eine Großoffensive oder was ist mit ihm? Er hat jetzt schon wieder Bauch wieder einmal losgeritten. Ach du Scheiße. Okay. Bleiben wir mal da auf dem Weg, kann ich doch nicht bieseln. Heinrich, du und Herr Capon waren doch schon mal in Semin, nicht wahr? Wir waren schon mal in Semin, ja. Ja, ich würde sogar sagen, dass ich mich dort ziemlich gut auskenne. Weshalb? Man sollte einen Ort gut kennen, falls es dort Ärger gibt. Seine Stärken und seine Schwächen, die Anzahl der Männer, gute Verstecke. Ich verlasse mich also auf dich, falls es Probleme geben sollte. Ach du Scheiße. Hoffentlich läuft alles glatt. Ritterkeile! Ich glaube nicht, dass der alte Semin zu den Banditen gehört. Wegen des Überfalls. Dürfte ich fragen, was bei diesem Überfall überhaupt passiert ist? Das willst du nicht wirklich wissen, Bursche. Doch, muss ich. Uns haben sie auch überfallen. Wir haben mit diesen Schweinen eine Rechnung offen. Ich wollte damit sagen, ich will nicht darüber sprechen. Wenn du es mir erzählst, könnten wir vielleicht etwas Nützliches erfahren. Da hast du wohl recht. Auch wenn ich nur ungern daran zurückdenke. Glaub mir, ich weiß genau, wovon du redest.
Ich sag's dir, wie es ist, Junge. Ich bin ein alter Soldat. Ich habe schon so einige Dinge gesehen. Aber das war ein Blutbad. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen. Es gab einen großen Knall, überall war Rauch und wir wurden mit Armbrustbolzen und Gott weiß was gespickt. Rauch? Ja, ich weiß nicht, was das für eine Teufelei war, aber unter unseren Männern brach heilloses Chaos aus. Dann haben sie ihre Chance genutzt und keinen verschont. Sie haben den Knochensäger des Herrn getötet und sogar ein Dienstmädchen. Doch der schlimmste Mord war der am jungen Meister Albert, an Ottos Knappe. Ich mochte den Jungen. Das tut mir leid. Er hat Herrn von Bergo mit seinem eigenen Leib beschützt wie ein wahrer Ritter. Er hat ihn gerettet und das mit seinem Leben bezahlt. So viel Mut hat nicht jeder. Ja, andere hätten sich an seiner Stelle eingeschissen. Er war der Sohn einer angesehenen Familie. Und jetzt muss Herr von Bergo die Nachricht bringen. Wie ist euch die Flucht gelungen? Nach dem anfänglichen Chaos konnte ich ein paar Männer versammeln und zurückschlagen. Wir hatten bessere Rüstung, gewannen die Oberhand und sie flohen. Einfach so? Ja, es war seltsam. Sobald der Überraschungsmoment vorbei war, schien ihnen das Risiko zu hoch. Oder vielleicht hatten sie es auf von Bergo und den Hauptmann abgesehen und hielten sie für tot. Von Bergo, Hauptmann Thomas, der Knappe und der Schreiber waren schon zu Boden gegangen. Das ist gut möglich. Was ist mit dem Gefangenen? Wir haben ihn am Bein verletzt, also konnte er nicht mit den anderen fliehen. Er Ja, hat sich wo in die den am Wäldern Weg versteckt, umeinander. kam aber nicht weit. Sie ließen einen ihrer eigenen Männer zurück. Würdest du sie wiedererkennen? Und wie ich das würde. Sie waren vermummt. Aber wenn ich einen Bastard mit einem verwundeten Bein oder einem vernarbten Gesicht sehe, weiß ich, dass er zu ihnen gehört. Und dann würde ich ihm die Hölle heiß machen. Lieber mit zustimmen. Auge um Auge. Zahn um Zahn, so ist es. Und das werde ich Ihnen genau so beibringen. Sie haben uns am Steinturmsee auch keine Gnade gezeigt. Eine Sache noch, Burggraf. Ihr Anführer. War das ein großer Mann mit Rüstung und Streitkolben? Ja, ein Streitkolben, den er zu schwingen wusste. Dieser Schuft ist kein gemeiner Bandit. Dann hatten wir also die Ehre, derselben Bande zu begegnen. Sagen wir gleich dort, Und hast du davon auch einen sehen. anderen Mann gesehen? Schwarze Rüstung. Ein kostbares, verziertes Schwert. Halt, stopp. Ich habe ein bisschen GTA-Flashbacks. In GTA ist nämlich auch so, da steigst du oft ins Auto ein und während du zur Mission fährst, passieren Dialoge. Nicht ein Ladebalken, nicht ein Zuckerer, nichts davon. Ich weiß nicht, wie die das technisch gemacht haben. Aber ich halte es für unmöglich, dass da irgendwelche Tricksereien drin sind, weil diese Welt, dass die so ausschaut und ich kann nahtlos von dieser Burg nach Semin reiten, ohne dass irgendwas passiert, ist absolut insane. Es ist absolut insane. Anders kann ich es nicht sagen. Eigentlich hätte man fast so kurz davor sein, eigentlich hätte man einen richtig schönen Cliffhanger, aber den können wir so nicht stehen lassen. Und jetzt stell dir vor, es war ein Bethesda-Spiel. Ja, dann hätte ich jetzt schon 40 Mal zum Pissen gehen können, weil alle 2 Minuten ein verdammter Ladebalken daherkommt. Und du bist in ein Haus gegangen, Ladebalken. Und du bist aus dem Haus rausgegangen, Ladebalken. Und du bist im Hof, in die zweite Hälfte vom Hof gegangen, Ladebalken. Jetzt schaut's nach Stress aus. Öffnet das Tor! Inventar. Ladebalken! Das ist die richtige Sprenge. Haben wir eine richtige Cutscene vor uns. Oh oh. Ladebalken? Ladebalken! Reichern wir es aus, also man muss Mingsen, schau so. Schau noch mit seiner behinderten lila Kackmützen, der Vollidiot. Wurde auch Zeit, dass du uns zu dir lässt. Willkommen, Haschek.
Womit habe ich diesen recht späten Besuch verdient, meine Herren? Was für ein herzlicher Empfang. Du bist dem Burggrafen von Troschki doch nicht etwa böse, nur weil er mal vorbeikommt. Aber nicht doch. Ihr seid meine Gäste. Vorbeischauen nennst du das? Ihr sucht wohl kaum nach einer Unterkunft für die Nacht, oder? Das stimmt. Eure Unterkünfte könnt ihr euch sparen. Ich interessiere mich für deinen Jungen. Wo ist Olda? Versteckst du ihn? Wovon sprichst du, Haschek? Lass diese Spielchen. Wir wissen alles. Er half bei dem Überfall auf von Bergos Gefolge. Wo steckt er? Mein Olda? Aber das ist... Das ist eine schwere Anschuldigung, Haschek. Wenn du keine Beweise vorbringen kannst, sollten du und deine Männer schleunigst zurück nach Troschki reiten. Ihr zwei, was hat das zu bedeuten? Die kennen uns ja. Also die zwei kennen uns ja. Wir haben ein paar Nebenquests für die gemacht und so. Aber der Haschek hat leider recht. Haschek sagt die Wahrheit, Herr. Wir wissen, dass dein Sohn mit den Banditen zusammenarbeitet und hinter dem Überfall auf von Bergo steckt. Und nicht nur auf Herrn von Bergo. Da liegt ihr falsch, meine Herren. Er ist zu diesem Zeitpunkt den Bund der Ehe eingegangen. Und ist von der Hochzeit verschwunden. Lange vor dem Angriff. Aber er... Händige ihn uns aus! Hier wird niemand ausgehändigt. Oh oh. Wo sind denn eure Beweise? Wir haben einen Zeugen. Wir sollen hier alles absuchen. Probieren wir es mal erstmal mit dem Zeugen. Wir haben einen Zeugen, der Oldas Beteiligung an dem Überfall bestätigt. Herr Semin, wenn du irgendwas weißt. Ich habe es euch doch schon gesagt. Er hatte nichts damit zu tun. Komm schon. Sollen wir dir das etwa abnehmen? Mein Gott, er mag ein Hitzkopf sein, aber er ist doch kein Mörder. Herr, nein. Er ist mein einziger Sohn, Haschek. Ich verrate euch, wo ihr die verdammte Bande finden könnt. Aber bitte lasst mir meinen Olda. Aber das jetzt zugeben. Wofür hältst du mich eigentlich? Sehe ich etwa aus wie ein Händler, mit dem du feilschen kannst? Dein Sohn hat bei der Ermordung meiner Männer geholfen. Und ich soll ihn einfach gehen lassen? Händige ihn aus. Oder wir legen hier alles in Schutt und Asche. Oh oh. Das geht doch nicht. Hör doch auf ihn, Semin. Ja, ich bin aber ein Stinkster, die Arschlöcher haben alle unsere Leitung braucht. Und nicht zu vergessen, ein Köter verspringt. Hör doch auf ihn, Semin. Du solltest lieber auf ihn hören, Herr Semin. Das ist eine ernste Angelegenheit. Könnt ihr mich nicht verstehen? Wenn ihr einen Sohn hättet, dann würdet ihr ihn auch nicht dem Henker übergeben. Wenn du weiter Widerstand leistest, kann ich dir versprechen, dass er es gar nicht erst bis zum Henker schaffen wird. Lass es gut sein, Haschek. Ich warne dich. Den alten habe ich schon mal Halt dein fertig gemacht, der ist 100. Jeder, der zu diesen Banditen gehört, ist ein dreckiger Verräter. Und jeder ihrer Helfer auch. Haschek hat recht. Olda verdient einen Prozess. Nein, verdient er nicht. Burggraf Haschek hat recht, Herr Semin. Dein Sohn hat ein schweres Verbrechen begangen. Und er muss für seine Taten bezahlen. Wenn du unschuldig bist, dann hilf uns. So sei es. Tu, was du tun musst, Haschek. Ich werde euch Olda nicht aus freien Stücken überlassen. Jetzt wird Du sie hast glaubt. soeben dein Todesurteil besiegelt, alter Mann. Auf sie! Zerhackt diese Verräter! Oh Gott, und ich werde helfen müssen, nehme ich an, oder? Keinen am Leben! Oh, oh. Beschützt den Herrn! Ach, Zu du den Scheiße. Waffen! Blutbad! Außer mit dem Schädel und dem Schwerdel. Wer ist denn wer? Oder, ach so, ich konnte einfach reinballern, gell? Hey, dass du drauf hast! Nice. Oh, er ist schon hier, oder was? Er ist mal in die Schulter eingeschossen. So, die der mal auch weg. Da muss ich immer gegen stinkende Bauern kämpfen. Wen haben wir da hinten? Ist es noch gut oder besser? Da ist mir in den Arm eingeschossen. Ist da noch jemand? Ich weiß gar nicht mehr, wie er ist. Da, einen Depp. Rein in den Depp. Oh, das war Headshot. Was ist jetzt? Besiege Semin und seine Männer. Was, bist du irre? Verlaufen Gespräche mit dir immer so? Okay. Das ging schnell. Aber warum jetzt? Bist du irre? Ich meine, haben es beim Überfall lang umeinander pimmelt? Ich würde sagen, nein. Gibt es beim Bogen Friendly Fire mit Sicherheit. Ja, man kann auch übrigens aus Versehen seinen eigenen Hund vermöbeln. Verlaufen Gespräche mit dir immer so. Verhandelst du etwa immer so? Semin wusste ganz genau, dass er einen Mörder versteckt. Hätte Oh, er uns lieb mir. geholfen, dann wäre das nicht passiert. Das ist nicht recht. Ja, ich muss ihm recht geben, noch kriegen wir mir nur einen aufs Maul. Du hast recht.
Sie haben eine Bande aus Mördern gedeckt. Und der alte Semin wollte uns verarschen. Stellt die ganze Festung auf den Kopf und bringt mir diesen verräterischen Hund sofort! Und was machen wir mit den anderen Leuten? Macht mit ihnen, was ihr wollt. Wenn Olda ihre Schreie hört, kommt er vielleicht von selber raus. Haschek, das kannst du nicht Ist tun. vielleicht ein wenig narrisch, ja. Aber wir durchsuchen die Burg ohne Blutvergießen. Machen wir es mal so. Wir Ein durchsuchen bisschen diese einlenken. Festung. Haben wir den Und wenn Vollgas Olda reingeschickt. hier ist, finden wir ihn bestimmt. Aber wir verzichten dabei auf noch mehr Gewalt. Ich tue, wie mir beliebt und ihr gehorcht. Das ist ein Befehl. Ja, Herr. Okay. Ist das klar? Okay. Wagt es ja nicht, euch mir in den Weg zu stellen. Ach du Scheiße. Du Mörder! Damit kannst du nicht davon. Von Bergo richtet seine Grüße aus, Hure. Alter. Weißt du, es ist eine Sache. Es ist eine Sache, wenn man gar in einem Spiel hat. Stopp. Es ist eine Sache, wenn man gar in einem Spiel hat. Ah, wo einmal haust du mit dem Schwert einen Arm ab oder so. Dann schießt du mit der Schrotflinte in 1000 kleine Stickel oder so. Aber das hier, wo jemand ganz langsam in einem scheiß Wasserdruck das Suffer wird, fühlt sich einfach anders an. Bist du oder die Frau da am Boden, der Wirbel. Und okay. Leck mich am Arsch. Da suche ich den Turm und finde Olda. Wo ist denn der scheiß Turm? Da ist der Turm. Was ist passiert? Mir reicht's! Wo zum Teufel steckst du? Holy shit, Alter. Holy sh... Was ist denn jetzt mit dem Spiel los? Haben wir jetzt einen Arsch offen oder was? Hey, Alter! Versteckst du den Beichtstuhl drin? Ich muss was anderes versuchen. Wow. Puh. Leck mich am Arsch, du. Wo versteckt er sich bloß? Oh, versteckt er sich bloß. Schrankerl drin. Findet man schon den Krippe. Das ist... Hoffentlich finde ich ihn vor Hascheks Männern. Mach mal dir zu. Wie realistisch, mei, so war's. Ja, wahrscheinlich war's wirklich. Ah, da ist er. Halt! Kein Schritt weiter! Hier hast du dich also versteckt. Scheiße! Du? Du gehörst zu denen? Überrascht dich das? Du steckst echt verdammt tief in der Scheiße, Olda. Unschuldige überfallen und ermorden? Unschuldig. Du hältst diese Leute für unschuldig? Pah! Da mich jetzt interessieren, man die andere Sicht der Dinge anschauen. Was haben unsere Männer euch getan? Und was genau haben unsere Männer euch getan, hm? Am Steinturmsee. Ich wusste nicht, dass das eure Männer waren. Wir dachten, sie gehören zu von Bergo. Darum geht es ja also? Du führst einen persönlichen Krieg gegen von Bergo? Von Bergo ist ein Schwein. Ein großer Herr, der nach Belieben die Seiten wechselt. Er hat versprochen, im Land für Frieden und Ordnung zu sorgen. Schwachsinn. Wer hat den König Wenzel eingesperrt? Seine Herrenvereinigung. Er versteckt sich hinter dem Gesetz und bricht es ständig selbst. Genauso wie alle anderen hohen Herren. Alles derselbe Abschaum. Von Bergo, von Rosenberg, Kuhnstadt, Lichtenberg oder wie sie alle heißen. Was mich am meisten stört, ist, dass er den Unfall überlebt hat. Wenigstens einer von ihnen hätte sterben können. Eines Tages verstehst du mich, Heinrich. Ich habe meine Ehre nicht verkauft. Dann los. Worauf wartest du noch? Töte mich. Wie den Rest meiner Familie. Der Wenzel ist, der König Wenzel, also unser König, auch der Faule genannt übrigens, ist leider ein bisschen dumm und ein bisschen unbeholfen und kein so starker König und hat sich 3-mal entführen lassen. Ja, und ist übrigens der Stiefbruder vom König Sigismund. Du bekommst einen Prozess, ich lass dich laufen?
Nicht laufen lassen. Das Arschloch hat einfach unsere Leute gebracht. Aus, fertig, Ende. Und ganz ehrlich, wir wussten nicht, wir dachten, du gehörst zu König Berghoff. Ein Scheißdreck, wir waren alle gelb, der Berghoff ist immer rot. Verzeih mir keine Scheiße, du Arschloch. Auf keinen Fall. Du bist ein Dieb und ein Mörder, der auch den Tod unserer Leute auf dem Gewissen hat. Dafür erwartet dich eine gerechte Strafe. Also dann, bestraf mich. Ich bin kein Henker. Das überlasse ich anderen. Wenn du mich verrätst, dann unterschreibst du trotzdem mein Todesurteil. Das interessiert doch mich ein Scheißdreck, was ist die Laufer los? Hast du gesoffen, junger Mann? Das kümmert mich nicht. Wir sind hier fertig. Ich hole Haschek. Nun ja, das war eine angenehme Überraschung. Ich hatte so meine Zweifel an dir, also wollte ich nachsehen. Ich bin froh, dass du diesem verräterischen Abschaum kein Gehör geschenkt hast und ich dich nicht bestrafen muss. Was passiert jetzt? Bringen wir ihn nach Trotzki? Nach Trotzki? Dieser Bastard hat keinen Prozess verdient. Du Schwein! Aber das ist jetzt nicht richtig. Hey! Diese Festung wird zu Asche verbrennen. Die Leute Eine Warnung abschlachten an auch alle, nicht. die sich gegen Herrn von Bergo stellen. Und der kann hier bleiben. Er kann ja sowieso nirgendwo hin. Oder zünden sie jetzt die Bude an, währenddessen er drin ist. Das ist kreislig. Haben sie die anderen noch fast gut erwischt. Wir sollten zurückreiten. Und es von Bergo berichten. Heilige Scheiße. Das war harter Tobak, meine Damen und Herren. Wow. Oh. Ja, wie gut das ausschaut. Es ist so närrisch. Ich weiß, es ist nicht deine Schuld. Aber war es das Richtige? Also alle Leute da drin, außer die Soldaten natürlich, aber alle anderen hat's eigentlich nicht gebraucht. So, und ich geh jetzt schnell biesen. Und dann spielen wir nur eine halbe Stunde weiter, hätte ich gesagt. Den Wer hat Anblick Bock? vergesse ich nicht so schnell. Kim gleich wieder. Ihr müsst mir dann sagen, was geschmerzt haben. Bin gleich wieder da. Kaum zu glauben. Haschek! Dieser Wahnsinnige! Immerhin wird von Bergo wohl zufrieden sein. Easy. So, und was ist da sie nicht mehr sprechen, gehe schwer davon aus, dass es nicht so wichtig gewesen ist. Ne? Vorher hat mich jemand gefragt, was heute ich von dem Spiel bis jetzt. Habt ihr mich jemals so leise während Dialogen erlebt? Ich glaube nicht. Das bedeutet etwas. Normalerweise spiele ich nur... Ja, in Daisy? Was? Rustmann! Gott zum Gruße, edler Herr, besteht es um euer Wohlergehen an diesem Tage. Möge der Herrgott euch mit seiner Gnade segnen und eure Bandscheiben vor allem Übel bewahren. Mr. Russe von Welt, Kuss auf den Nuss, merci dir, eurem edlen Herrn ist die Wohltat zugekommen, dieses Spiel spielen zu dürfen und sich, wir sollen sagen, ich kann so nicht, ich kann nicht richtig reden. Russenmann, merci dir.
Wir haben die generell noch nie leise gehört. Das ist absolut richtig. Ich glaube, ich merke es aber halt selber, wie ich versuche, die Geschichte und die Dialoge aufzusaugen. Da gebe ich ganz offen und ehrlich halt auch zu, da gebe ich mir oft halt nicht so die Mühe, weil es mich oft auch nicht so stark interessiert. Aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ich kann es auch nicht beschreiben, warum, das Spiel fühlt sich einfach so anders an wie alles andere. Sämtliche Ubisoft-Spiele oder sonst irgendwas, wo das Ganze hart zugeschissen ist mit 8 Millionen Questmarker und du das und du das und eine Sidequest ist belangloser als die andere. Und im Grunde haben diese Sidequests auch einfach Sidequests und relativ belanglos, aber irgendwie fühlen sie sich einfach anders an. Da hat man sich einfach irgendwie mir gegeben. Ich pass viel, schau dir mal das an! Ich will jetzt da ein Licht ausmachen, dann schaut das verdammt nochmal aus wie echt da! Was soll das denn? Und dann kommt der Ubisoft-Depp über ums Eck mit seinem Quadruple-A-Piratenspiel, das ausschaut wie von 2012, wo die Schiffe umeinander fliegen und nach links und rechts schießen, wenn ich gerade ausziehe. Okay. Ich weiß es auch nicht. Grafik ist normalerweise nicht wichtig, selbst wenn dieses Spiel nicht so ausschauen darf, wie es ausschaut. Es war völlig egal. Was glaube ich auch eine ganz große Rolle spielt, ist, weil es einfach echt ist. Die Sachen sind zum Teil echt passiert. Die verdammte Burg da hat es in echt gegeben. Die ist nachgebaut. Fast 1:1, wenn nicht sogar 1:1. Es ist einfach einmal, keine Ahnung, es ist so greifbar irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Nix schaut gleich aus. Schau dir mal den Wald an. Das ist ja nicht irgendein geschissenes Hintergrundbeitel. Das ist kein Sprite. Das ist ein Cola Light. Nein, halt dein Maul, spreng ich hab dich schon zum Tippen anfangen gehört. Na, ich hab dich schon zum Tippen anfangen gehört, stopp. Schau dir das an. Das sind Models von Bäumen. Das, nicht von, auch von Böhmen. Ja, Bäume aus Böhmen. Hab dich schon wieder zum Tippen anfangen gehört. Schluss damit, spreng ich. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Das Spiel hat eine Atmosphäre, die habe ich so schon so lange nicht mehr in einem Spiel gehabt. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich liebäugle damit, dass wir das irgendwie geschissen kriegen, dass wir das im Stream fertig spielen. Auch wenn's noch 2 Wochen mit 3 Streams in der Woche braucht, ist mir egal, Alter. Es fühlt sich an, als dass wir uns miteinander einen Kinofilm anschauen. Oder täusche ich mich? Und es wird nicht langweilig. Normalerweise bin ich der Erste, der Dialoge wegdruckt oder nicht ganz so aufpasst oder so. Aber in jedem Scheiß nicht... hier nicht ohne ein Licht herumlaufen. Oh, stimmt. Ohne Fackel kriegst du aufs Maul, das kostet nicht noch. So, wo muss ich jetzt eigentlich... Jetzt muss ich mal vielleicht mal kurz lesen. Er startet vom Berger am Morgenbericht. Na ja gut, dann gehen wir doch mir mal in unser Bude ein, oder? Bamus Beim mit Birgers am Helm. Banane. Ich liebe diese Community. Achtung, der Bananenbarz, das ist einer der besten Namen, den ich seit langem da gelesen habe. Der Bananenbarz schreibt, Bamus Beim mit Birgers am Helm. Sehr schön. Meine Damen und Herren, smashen Sie den Like-Button, wenn Sie mehr von dem Spiel sehen wollen. Ich werde mich bemühen, offstream nur Nebentätigkeiten zu machen, damit wir mitleveln, damit wir immer Geld da haben und so weiter und so fort. Und damit ich offstream, damit ich in dem Spiel auch mal drin bin und nicht wieder 2 Wochen warten muss, jetzt können wir weiterspielen, wie ist das gleich wieder gegangen? Und keine Ahnung, smash den Like-Button. Nachschau-Squad, ab in die Kommentare, haben Sie mehr Bock drauf? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es scheißegal ist, wenn jemand schreibt, haben wir keinen Bock drauf. Dann ist das nicht mein Problem. Bis dann! Ja, 80 €, ja genau. Das hat 60 gekostet. Was kostet denn regulär? Ich weiß nicht. Ich schäme mich schon fast dafür, dass ich es mir mit einem King Queen Key gekauft habe. Ich sag das, was es ist. Dafür kaufe ich mir die Gold Edition noch, damit ich die zukünftigen DLCs kriege. Also, sicher was haben wir in der Kirche. Kannst du mal Gift draufnehmen. Schlafen und speichern. Bis zum Morgengrauen. Was haben wir da? Flea Frankie. Oh, die habe ich übersehen. Also, ich wurde richtig überrascht mit der Story. #Plot Twist. Ja, voll! Das ist ja nicht der erste Plot Twist da.
Was haben wir? Linse, Burg Troski kannst du heute noch besuchen. Weiß ich schon, da habe ich mich heute mit dem Birdlike drüber unterhalten, ob es vielleicht mal wieder Zeit ist für ein How-to-Kurztrip. Müsste aber halt bald passieren, aber es ist ja das Scheiß wieder und so. Ich hab dermaßen Bock auf das Spiel, wie schon lange nicht mehr auf irgendein Spiel. Einfach. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. So, jetzt müssen wir schnell was essen. Sauft mir kurz noch mal aufstehen, essen wir eine halbe. So. Mir nichts passiert. Naja, Wolfsfleisch. Schnaps sauft mir jetzt gerade noch keinen. Oh, Trinkfestigkeit. Level 6 und Spezialisierungspunkt haben wir gekriegt. Da muss ich kurz reinschauen, das hilft jetzt nichts. Trinkfestigkeit, was haben wir da? Absacker. Wenn du sonst nach dem Schlafen einen Kater bekommen würdest, passiert dir das jetzt nicht mehr. Und wenn du betrunken bist, sind alle Betten 10% bequemer, sodass du schläfst wie ein König. Was haben wir da? Bibiana Segen. Unter Alkoholeinfluss ist es weniger wahrscheinlich, dass du irgendwo hinunterfällst und dich verletzt, weil der Schutzheilige, der Trinker, seine Hand über dich hält. Die haben doch nicht wirklich einen Perk eingebaut. Nach dem Schmerz, wenn ich sag, zum Beispiel, am Psuffern passiert nichts. Halt doch dein Maul, Alter. Übrigens, bevor sie der Rest um 10 Uhr verschwinden, weil ich vorhin Schlag habe, zack, 100 Leute. Wir sehen wir uns diesen Freitag nochmal, 20 Uhr. Selbstverständlich spielen wir Casey die 2 weiter. Was ist das für eine Frage? Und so wie ich das sage, machen wir dieselbe Scheiße nächste Woche sofort nochmal. Weil wir müssen uns nicht vom Fleck kommen in dem Spiel. So sieht's aus. Wer hat der Bock? Ich hab Bock. Bibiana Segen. Rein damit. Skill mal halt schnell, ist eh wurscht. Überleben haben wir auch einen Skillpunkt, Reiten haben wir einen Skillpunkt, das schaue ich mal alles offstream in Ruhe an. Was haben wir da? Da haben wir einen Kampfskillpunkt, wir haben auch, glaube ich, Hauptstufen, haben wir nicht auch Hauptstufen aufgestiegen? Ja, egal. So, wir müssen jetzt am Morgen, so geheißen am Morgen. Sollen wir nicht am Morgen irgendwas machen, oder? Ich muss halt auch mal meine Rüstung reparieren lassen, aber ich soll halt auch mal, am Freitag ziehen wir die Brunswicks-Rüstung an. Ich finde irgendwie die Brunswick, das passt so nicht. Wir haben ja immer noch, mir gefällt die Charakterentwicklung vom Heinrich, ja, vom so, ich komme aus dem Dreck, ja, wie so ein krasser Berliner Rapper, ich komme aus dem Dreck, jetzt bin ich fett, mit dem König im Nett, yeah. So, das ist so. Und wenn ich jetzt sofort mit der Brunswick-Rüstung umeinander laufe, dann schaue ich aus wie der goldene Ultra-Adel. Irgendwie fühlt sich das so wie Cheaten. Und es ist mit F5 speichern, ist schon so kurz vor Cheaten. So kurz davor. Aber es kann cheaten. So, T. Morgen warten wir mal bis um 8 Uhr. Weiß es auch nicht. Jetzt da bald mal. Jetzt seid schon her. Erstatte vom Berger vom Morgen Bericht. Bin unterwegs. Der Brunzig. Kritikpunkt. In unwegigem Gelände bleibt man oft gerne mal hängen. Geht jetzt kein Welt nicht unter. Wie gesagt, nach Kritikpunkten muss ich mit aller Gewalt suchen. Ich finde zum Beispiel das Speichersystem scheiße. Es ist einfach so, wenn ich da mit Escape speichern und beenden kann, dann finde ich, hat der Retterschnaps keinen Sinn. Das sollte einfach für einen Schwachsinn. Das soll jetzt nicht geben. Dann kann ich die Gameplay und die Designentscheidung kann ich vom Retterschnaps kann ich verstehen. Diese Arbeit bringt mich noch um. Wo wurden die jetzt hergestellt? Aus dem Scheißhaus da oder was? Verzeihung, geh auf Zeiten. War das eine Drohung oder was soll das sein? Jetzt pass auf, wo ist der Berghoff? Mr. Berghoff! Hallöchen! Wir sind aus Semin zurück, Herr. Wurde auch Zeit. Ich möchte Herrn Capons Bericht hören. Wir warten auf ihn. Herr, wir sind wieder da. Wir sind aus Semin zurück, Herr. Ihr seht alle sehr zufrieden aus. Was habt ihr erfahren, Herr Capon? Wir fanden heraus, dass Suna und Olga Löwe mit gleich. diesen Banditen zusammenarbeitete und seine Hochzeit so rasch verließ, um dich zu überfallen. Wir wollten den Rebellen festnehmen, aber sein Vater, Jan, hat ihn nicht friedlich übergeben. Leider. Lass mal einen Capon reden. Als alles vorbei war, durchsuchten wir die Festung und fanden den verletzten Older. Gut. Immerhin etwas. Hoffentlich habt ihr ihn auch mitgebracht. Das müssen wir ihm sagen, weil sonst schiebt er die Schuld auf uns. Und der Burggraf gab Befehl, ihn zu töten. Wie seinen Vater. Wie bitte? Ihr solltet ihn festnehmen, nicht mehr und nicht weniger. Aber Herr, er war gefährlich. Schweig! Was geschah dann? Dann steckten wir die Festung in Brand, um jeden zu warnen, der sich gegen dich auflehnt.
Hoffentlich können die Flammen von Neberkov aus gesehen werden, damit die Bastarde wissen, was ihnen blüht. Sagen wir mal lieber nichts dazu. Das wäre dann alles. Ich werde mich mit Haschek und dem Kämmerer über die Schritte gegen Neberkov beraten. Ich werde meinen Vasallen und Verbündeten beim Abendmahl den Plan unterbreiten. Ich erwarte euch beide dort zu sehen. Gewiss, Herr. Ich muss einen klaren Kopf bekommen. Such mich am Abend auf, damit wir zusammen zum Essen gehen können. Oh! Oh! Das habe ich noch nicht gesehen. Du näherst dich einem entscheidenden Punkt. Achtung, du näherst dich einem entscheidenden Punkt der Geschichte. Sobald du mit Capone sprichst, ist die Welt vorübergehend nicht mehr frei zugänglich. Du kannst alle Nebenquests bis auf Teufel und Trotsky später abschließen. Das heißt, ich kann morgen nicht spielen, sage ich das richtig? Ich hätte gern so einen richtig schönen Cliffhanger. Ist mir noch nicht genügend Cliffhanger. Kann man da etwa vorwarnen? Ist da ein Cliffhanger in Aussicht, geil? So wie ich das nämlich sehe, bereiten wir uns jetzt vor, die Garnison, wo wir am Anfang waren, zu überfallen, weil da lauter Arschlöcher drin sitzen. Sprich an diesem Abend mit Capone. Birgit, also wirklich gibt's keinen Cliffhanger, du hängst noch in der Main Quest fest bis Freitag. Das heißt, wenn ich da jetzt... Das heißt, da müssen wir eigentlich jetzt aufhören, sonst kann ich nicht weiterspielen. Ein guter Cliffhanger dauert noch lang, ja gut. Ja, ich komme ja auch auf nichts mehr verlassen. Wenn er sagt, dauert lang, ja, Cliffhanger kommt noch. Kommt mit Sicherheit, ja, wie spät ist es jetzt da? Das heißt, ich hab einen Tag Spielzeit. Ingame-Tag Spielzeit, den ich morgen verbringen kann. Was passiert denn, wenn man den versammelt? Bei 20% aber springen. Ich glaube, wir haben halt wirklich bei 20% in dem Spiel. Nicht allzu lange groß Ding noch, dann ist weit. Ein bisschen kann man jetzt schon noch neu spielen. Die Frage ist, was der wir jetzt? Bin unschlüssig. Sag ich dir, wie es ist. Gut. Stirbe jetzt auch nicht, wenn ich morgen nicht spielen kann. Alle anderen Nebenquests, bis auf eine bestimmte, die glaube ich habe ich sogar schon gemacht, Teufel von Trotsky. Da musst du Weihwasser in den Ofen einschütten und so. Ich möchte ja die Nebenquests offstream machen, damit ich da auch ein bisschen was zum Tor habe, so ist es nicht. Aber bin ich jetzt erschrocken, ich meine, der Hund ist sie. Ich meine, der Hund ist sie. Ich stell schon nichts an. Was soll denn dummes Hundchen eigentlich immer ein heißen? sehr guter Wachmann. Du bist wirklich ein sehr guter Wachmann. Was ist mir jetzt denn? Das stellt sowieso jedes Mal einen Speicherpunkt. Wir warten, schlafen wir jetzt bis auf die Nacht. Wann ist ein Abend? Ich habe keine Ahnung, wann Abend ist. 21 Uhr, hä? Machen wir doch mal so. Schauen wir uns die Gaudi einmal an. Was essen müssen wir dringend? Da gehen wir doch bei der Kirche vorbei. Und schauen wir, ob wir mit dem schmerzen können. Schauen wir mal. Da nicht irgendwo die Kirche herin? In diese Richtung. Wo ist er? Wo ist denn der Dude? Da ist er. Achtung. Du kommst genau zur rechten Zeit. Wir können wohl vor der Schlacht nach Herzenslust essen und trinken, hä? Wenn du mich fragst, erwartet uns vor allem sinnloses Geplauder. Also freust du dich nicht auf das Bankett? Ich hab genug von der Warterei. Ich würde lieber gleich aufbrechen und allen Banditen den Hals umdrehen. Und vor allem will ich diesen Lügner in Neberkov in Ketten sehen. Ach, da bist du nicht der Einzige. Wir kriegen ihn. Keine Sorge. Von Bergo wird nicht grundlos so vorsichtig sein. Das hoffe ich. Was ist? Du scheinst in einer seltsamen Stimmung zu sein. Überrascht dich das? Nach dem, was in Semin geschehen ist? Oh, vielleicht ein bisschen früh. Wir hätten uns nicht einmischen sollen. Der Burggraf war im Recht. Wir hätten uns nicht einmischen sollen, glaube ich. Es ist abscheulich, was in Semin geschehen ist. Heißt das, du bereust deine Entscheidung? Ich dachte, ich tue das Richtige.
Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hätten nicht eingreifen sollen. Ja. Ich fühle mich, als wäre ich mit Scheiße bedeckt. Und jeder könnte mich meilenweit riechen. Ganz gleich, ob es richtig oder falsch war. Ich werde diesen Schrecken nie mehr vergessen. Ich verstehe. Aber genug davon. Hören wir uns an, was von Bergo zu sagen hat. Du hast recht. Gehen wir, bevor nur noch Knochen und leere Bierkrüge übrig sind. Gibt's jetzt ein Festmahl? Oh. Oh. Nur Sporfacke! Geil, Narrenkostüme an die Besten. Der Capon und sein Knappe. Na endlich. Alter, wie viele Fackeln haben die da? Guten Abend, Freunde. Setzt euch bitte und genießt mit uns Speis und Trank. Weib, gieß Herrn Capon Wein ein. Wir haben hervorragenden ungarischen Wein, Herr. Vielen Dank. Da sage ich nicht nein. Stoßen wir auf unseren bevorstehenden Sieg über den Abschaum in Neberkopf an. Und vielleicht auf ein Bündnis gegen andere solcher Verräter im ganzen Königreich Böhmen? Gut gesprochen. Das wollte ich hören. Was sagst du dazu, Ulrich? Es ist erfreulich, einen so jungen Herrn Sorge um die Zukunft unseres Landes äußern zu hören. Stimmt. Es ist bewundernswert, dass du nicht das Vertrauen deines Onkels Hanusch brechen willst. Natürlich steht unsere Vereinbarung. Aber ich möchte jeden hier daran erinnern, dass es in der Politik darum geht, die richtigen Kompromisse zu finden. Nicht um überstürzte Entscheidungen. Schweigen, wir verfolgen dieselben Ziele her. Politik ist kompliziert. Ich probier's mal. Wir verfolgen dieselben Ziele, Herr Otto. Wir wollen unsere Männer rächen und Herrn Hanusch so schnell wie möglich deine Botschaft überbringen. Wie darf ich das verstehen? Oh oh. Gefällt es euch auf Trotzki nicht? Fehlt es euch an irgendwas? Nein, gewiss nicht. Schlecht. Aber uns ruft die Pflicht. In Ratay wartet man sicher ungeduldig auf unsere Rückkehr. Also schön. Ich verstehe. Aber kommen wir nun zu unserem Problem. Wir haben lang und breit diskutiert. Doch die einzige und beste Lösung scheint mir zu sein, die Banditen überraschend anzugreifen. Und deshalb werden wir beim ersten Zeichen der Morgenröte nach Neberkopf aufbrechen. Und wir werden den unverschämten Bastard, der die Banditen befehligt, am nächsten Baum aufknüpfen. Mehr Wein, Herr Kämmerer? Nein, danke. Der Herr Kämmerer braucht einen klaren Kopf. Er wird den Angriff auf die Festung anführen. Was? Verzeih, Herr. Aber sagtest du gerade das? Ja, Herr Grunskowski, das ist dann Wer hoffentlich sonst? meine Sache, wie oft dass ich Mein das sage. Hauptmann ist Ist verletzt das okay? und ich erwarte leider einen wichtigen Besuch. Aha. Und darf ich fragen, was der Plan des Herrn Kämmerer ist? Selbstverständlich. Es ist ganz einfach. Wir passieren am frühen Morgen die Schlucht bei Trotzki und werden die Festung ungesehen erreichen. Ein schneller Ansturm und schon sind wir über die Palisade und überrumpeln dieses Pack. Die werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Vergib mir, Herr. Aber ist dieser Frontalangriff nicht unnötig gefährlich? Gefährlich? Bauern mit Mistgabeln könnten es mit denen aufnehmen. Hab keine Angst, Herr Capon. Ich würde es anders angehen. Verzeih, Herr. Aber mein Herr hat mehr Erfahrung mit Kriegsführung als dein Kämmerer. Er hat bei der Eroberung von Pribislawitz und der Belagerung von Talmberg heldenhaft gekämpft. Wäre wohl nützlicher... Die Eule Ganz ist 100 ohne pro Zweifel Ratz. ist Herr Capon Sie ist auf alle Fälle für ohne sein der Alter Hauptcharaktere. sehr Die ist ja auf dem Cover vom Spiel drauf. Aber ich vertraue meine Streitkräfte lieber einer reiferen Person an. Das beleidigt dich doch nicht, Ulrich. Gott bewahre, Herr. Es ist dem Kämmerer zu verdanken, dass die Festung noch steht. Ich setze vollstes Vertrauen in sein Können. Mein Freund, schicke deinen Diener zum Rüstungsschmied und zu... Katharina, Herr. Katharina, zu Katharina! Um noch mehr Wein für die Reise zu holen. Wir brechen bei Sonnenaufgang auf. Sei so freundlich und hol mir noch einen Krug von dem ungarischen Wein, ja? Wie du wünschst. Einen Augenblick, Herr Kämmerer.
Ich verspreche, Herr, das wird dann heute mein letzter Krug sein. Aha, Den also ist nächsten unsere Kämmerer erhebe ich besoffen in der erst wieder, Schlacht. wenn wir deinen Sieg feiern. Dann zum Wohl, die Herren. Esst, trinkt und genießt das Fest. Aber übertreibt es nicht. Morgen müsst ihr euren ritterlichen Heldenmut für unsere gemeinsame Sache beweisen. Schlafe eine Nacht durch, geh in die Küche und hole Wein, genieße das Festmahl und den Luxus. Bringt mir das irgendwas? Bringt mir das irgendwas? Das ist alles optional, oder? Geh die Rüstung holen? Suche Capon auf? Schlafe eine Nacht durch. Wie spät ist es überhaupt? Trödle nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Aber wieso? Suche Capon auf, oder? Was haben wir da? Hey, Schmiedejunge, was treibst du denn da? Komm her, lass die Spielchen und komm hierher. Was will er denn? Was ist denn los? Was glaubst du denn? Für so einen Unsinn habe ich keine Zeit. Ich dachte, ein schönes Fest würde dich aufmuntern. Das nennst du ein rauschendes Fest? Speck Alles am nur Bono. eitle Pfauen, die einander in den Arsch kriechen und tun, als würden sie nicht nach Mist stinken. Und dieser Kämmerer... Mein Gott, ich kann diesen Trottel nicht mehr ertragen. Tanja, wer zur Hölle nennt denn seine Katz Katharina? Sag! Wer zur Hölle? Hand hoch in diesem Chat. Es sind knapp 1000 Leute da. Hand hoch, wer seine Katze Katharina nennt. Was zum Fick? Warum? Die richtige Frage lautet das, was der Wulfeck schreibt. Wieso nicht Katharina? Verstehe ich nicht. Suna, ich hoffe, du bist noch da. Natürlich habe ich in dem Augenwinkel mitgekriegt, 13,37 € ist die einzige Pro-Gamer-Summe, die man rein donaten kann. Suna, ich hoffe, du bist noch da. 13,37 Runden für 13,37 Folgen mittelalterlicher Immersion. Pro-Gaming eines Pro-Spiels von Pro-Entwicklern. Kuss auf die Google. Hashtag Nudel auf die Google. Los! Hashtag Nudel auf die Google! Suna, ich hoffe, du bist noch da. Kuss auf die Nuss, danke dir. Na, stopp, Nudel auf die Google. So, Löwensepp, Brunswick war der mittelalterliche Name von Braunschweig in Niedersachsen. Es hört sich zumindest so an, als war es echt. Und das stimmt, Herr Löwensepp, ich hoffe, du bist noch da. Haben wir wieder was gelernt schon, ja? Jetzt pass auf. Und dieser Kämmerer, mein Gott, ich kann diesen Trottel nicht mehr ertragen. Das ist wirklich richtig. Der Kämmerer ist wirklich ein Arschloch. Nudel auf die Kugel! Ah, scheiß auf den Kämmerer. Er ist ein arroganter Trottel. Wie viele Schlachten hat er gewonnen, hä? Du hast Herrn von Bergo doch gehört. Er vertraut ihm. Ulrich ist ein Meister der Schreibfeder. Mehr nicht. Danke, dass du für mich eingestanden bist. Keine Ursache. In der Kriegsführung vertraue ich dir deutlich mehr. Wenn es hart auf hart ist, werde ich eins von meinen Schafers. kein Gehör schenken. Wieso hast du Schaf? Was ist da los, der Rick? Das da natürlich vielleicht möglicherweise auch Schafbauern erinnern können, warum auch nicht, keine Ahnung. Aber warum hat man sonst Schaf? Ich hätte gerne mal, kannst du deine Schafherde mal vorbeischicken und dass die so alle einmal im Monat meinen Rasen zusammenfressen? Geht das? Wenn man schon mal an der Quelle sitzt, kann man auch mal fragen, Mama Motte. Schafarina. Ein Versprechen ist ein Versprechen, wir müssen uns für den Überfall rächen. Wenn es das ist nix. Das ist natürlich nichts. Wenn der natürlich sagt, was wir da sollen, das ist absoluter Schwachsinn, das ist natürlich ist dann Bullshit, dass wir da drauf hören. Aber Versprechen ist Versprechen. Wir müssen uns für den Überfall rächen. Ich verstehe dich. Aber nur so können wir Rache Sie werden für das das wieder am See. Mein Weib aus Katharina zu Bande Das ist ja in Ordnung, aber nicht dein unsere Kopf. Männer getötet. Und allein haben wir keine Chance gegen sie. Mag sein. Weißt du was? Mir reicht es. Ich gehe zu Bett. Vergiss nicht, mein Schwert und meine Rüstung aus der Schmiede zu holen. Und Wein von Katharina. Wenn du meinen Rat hören willst, betrink dich nicht zu sehr. Uns steht eine Schlacht bevor. Sei unbesorgt. Ich kümmere mich. Also gut. Mein nächster Coder heißt Strovie. Da musst du zwei haben und einer heißt Nas. Einer heißt Nas, der andere heißt Strovie. Merci dir. Schluss jetzt mit der Rumdonetterei. Aus Pfui. So, Wein, Rüstung. Muss ich die holen?
Festmahl und den Luxus, geh in die Küche und hole Wein, Rüstung holen. Diese zwei Sachen sind nicht optional. Wo ist denn C? Die Kichte ist unter uns, gell? Das machen wir noch schnell, das hält uns am Freitag bloß auf. Ich darf ja die ganze Zeit darauf warten, ich möchte den morgigen Tag noch schnell sehen. Hans, jetzt machen wir halt nicht vor meiner Nase da die Tür zu, was ist denn mit dir? Grüezi, fix nochmal. Machen wir ein Fackel an, weil ich nichts sehen kann. So, ist da, nein, da ist nicht Kich, aber Kich muss halt 4 und rechts sein. Langsam kenne ich mich in der scheiß Burg Troski tatsächlich ein wenig aus da. So, Küche, Wein. Wein, ist das nicht so ein Fassel normalerweise, oder kann ich da mit ihrer reden? So, warte mal. Ist das doch so ein Fassel vorher gewesen, oder? Aber reden wir mal mit der Köchin Wo vielleicht. finde ich die Dienerin, die den Wein ausschenkt? Keinen Schimmer. Frag Manietta. Sie ist die Köchin. Manietta, bleib! Wer ist Manietta? Grüße. Kann das nicht bis morgen warten? Na, wo ist Katharina? Katharina! Verzeih, Tut mir leid, Tanja, ihr hast du Katz. Katharina gesehen? Was willst du denn von ihr? Ich soll von ihr etwas Wein für Herrn Carpon Einschnabulieren. beschaffen. Aber ich kann sie nicht finden. Für diesen schmucken jungen Mann? Ich besorg ihn dir. Vergiss diese blöde Katharina. Aber mir wurde gesagt, dass... Vergiss sie. Wer weiß, wo diese Kuh sich wieder rumtreibt. Ich hab sie den ganzen Abend nicht gesehen. Aber sei unbesorgt. Für Herrn Carpon gebe ich dir sehr gern was von meinem Wein. Könntest du in der Zwischenzeit bitte die Gewürztruhe in der Küche öffnen? Das Schloss klemmt mal wieder und lässt sich ums Verrecken nicht mehr öffnen. Schon wieder seltsames Verhalten. Na klar, ich sehe es mir mal an. Sollte kein Problem sein. Danke. Muss jetzt Wohl, mein Freund. ist das die Kisten da? Ist das die? Ja, öffne die Kräuterkiste. Kriegen wir hin! Schlossknacken sind wir auch schon ein bisschen besser. Jetzt, oh, da hinten ist Kreislig. Schauen wir mal. Ja, easy going, Alter. Easy going. Klauen wir da irgendwas außer? Nein, außer klauen der wir nichts. Öffne die Kräuterkiste! Gezeichnet. Beim nächsten Mal klappt es noch besser. So, Manietta. Die Gewürztruhe ist offen. Nikos! Spül nur die Schlacht, dann hast du einen Cliffhanger. Ich habe die Gewürztruhe geöffnet. Schauen wir mal. Sehr Wahrscheinlich geschickt eher von nicht. dir. Ich habe Die es kriegen wir nicht am Freitag hingekriegt. auch geschissen. Von nun an werde ich sie Merci nicht mehr dir. verschließen. Stefan, merci. Wenn Was? jemand etwas stiehlt, mache ich Osina und seine Schlösser dafür verantwortlich. Hier, etwas ungarischer Wein für die Reise. Und richte Herrn Carpon meine Grüße aus. Möge die heilige Jungfrau morgen über euch wachen. Lebt wohl. Okay, Wein für den Herrn Hans haben wir. Vorher hat jemand im Chat ein bisschen reingeschrieben und einige getüdelt, so von wegen, die Katharina ist ein wenig... Und das glaube ich nicht. Die ist nämlich auf dem Cover vom Spui der dritte Protagonist. Also wir haben einen Hauptprotagonist, der Hans ist der zweite und sie dann anscheinend der dritte. Und dann steht noch ganz links auf dem Beutel steht noch eine vierte Person, da wo wir noch gar nicht wissen, wer das ist, glaube ich, wenn ich richtig bin. So, jetzt schauen wir mal. Was brauchen wir mal? Eine Rüstung holen und dann können wir eine Nacht schlafen. Ich warte auf einen guten Moment, den finden wir schon noch. Ach du Scheiße, ich muss was essen. Nahrung, billiger Wein, gedörrtes Wolf. Oh, mein Wolfsfleisch geht auch langsam zur Neige. Vielleicht soll ich doch oben was essen, hä? Oh, wieso? Da haben wir auch schon lange nicht mehr gefordert. Was ich für dich habe. Da schon her. Ist das diesmal, ja? So ist er brav. Hä? Ja, passt. Wunderbar. Nimmt die Rüstung noch mit? Ja, bin schon unterwegs. Ich glaube, da haben wir zum Schmied müssen, oder? Schmiedemann? Sei gegrüßt. Was möchtest du? Was möchtest du? Ich bin wegen der Rüstung hier. Ich soll hier die Rüstung und das Schwert meines Herrn abholen. Ja, aber dafür kommst du reichlich spät. Ich habe nichts mehr. Was? Du hast gar nichts? Hier waren auch viele andere Ritter. Du hättest einfach früher kommen müssen. Kämmerer Ulrich persönlich schickt mich. Ich gebe dir gerne was von den Resten, aber die sind eher minderwertig. Die Reparaturen und das Schleifen wirst du selbst vornehmen müssen. Du willst mir doch nur ausnehmen. Ah, das muss ich mir nicht anhören. Du hast doch sicher noch mehr und willst mich nur übers Der hat Ohr uns schon hauen. mal verarscht, der Gib mir Typ. sofort eine gute Rüstung für meinen Herrn. Oder du bekommst aufs Maul. Der Einzige, der hier aufs Maul bekommt, bist du. Muss ich jetzt mit dem Schmied schlägern? Warum denn nur? Ja? Gnade! Was? Nach einer? Nach einer Schelle hast du dann Gnade aufs Maul?
Du Trottel, du Dreckiger! Es reicht, verdammt. Lass mich in Ruhe. Also? Willst du immer noch behaupten, du hättest nichts für meinen Herrn? Also Ich schön. hab richtig Ich gebe festgeklebt dir und alles, was in ich habe. Faustkampf. Hier, verdammt nochmal. Aber halt wirklich. Der Hund schaut von rechts aus so. was ist der Gewöhnlich, was haben wir jetzt gekriegt? Langschwert und ein paar andere Sachen. Ja gut, passt. Und jetzt? Was soll mal? Blablabla, schlafen wir noch, genießen das Festmahl und den Luxus. Brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt können wir eigentlich die Nacht durchschlafen und schauen, was passiert. Aber müssen wir nicht zum Hans noch? Das macht eigentlich gar keinen Sinn, aber gut. Mir soll es wurscht sein. Schlafen gehen. Ah, jetzt schlaft er auch von selber bis 6:30 anscheinend. Das habe ich jetzt nicht einstellen können. Wir müssen mal was essen. Dringend. Da ist der Hans, da gehen wir gleich hin, jetzt holen wir uns erst was zum Essen. Da haben wir einen Kicher. Ja, ja, bist du ich brauche noch was zum Essen, guter Mann. Guter Mann, ich brauche noch was zum Essen! Hast du da was zum Essen? Darf ich da mal reintüdeln? Essen stehlen? Mann, ich bin noch auf der Burg, ich brauche was zum Essen! Ah, da muss ich mir Wolfsfleisch fressen, hilft nicht. Verdammt nochmal. Da haben wir nicht mehr so viel. Mal 3 Stiegel. Einmal 3 Stiegel. So. Hund noch schnell gestreichelt. Aber, Junge. Mir nichts passiert. Dann waschen wir uns noch schnell. Nice. Ja. Aus demselben Trog gewaschen, wo der Hund raussauft. Solange er nicht reinbrunst, ist mir das wurscht. So, Hans! Ich habe deine Rüstung und den Wein. Der wird sich doch nicht auf dem Weg dahin besaufen. Please don't. So, Stefan, die habe ich komplett übersehen. Entschuldigung. Freitag, 14 Uhr, Stream starten. Nein, natürlich nicht. 20 Uhr. Kaufst da 2, 3 Kühe, die fressen die Wiesen und du dann irgendwann die Kühe. Ich fürchte, wenn ich selber Gorsal oder Schweindel oder Kickerl oder irgend sowas hätte, dann kann ich, glaube ich, das nicht mehr essen. Ich habe deine Rüstung und Wein für die Reise. Mal sehen, was von Bergo mir geschickt hat. Hans, deckt sie auch mal, Hans! Ich werde Osina dem Schmied einen Arschtritt verpassen. Das sind meine Spornrädchen, gell? Ellbogenkacheln oder uns geben und das Schwert. Das ist also die Rüstung, die wir kriegen, oder was? Das ist aber nicht der Teufel. Das ist wie du gehst, weiß ich nicht, du gehst in einen Atomkrieg und da kriegst meine Ellbogenschoner vom Skaten. Was ist das denn? Ja, recht begeistert ist er nicht, aber das Schwert ist eigentlich schon geil. Was denn? So schlimm ist das nicht. Wenn ich nicht gewesen wäre. Was ist mit dir? Bereit für die Schlacht? Mit Anlauf! Bereit. Wir können los. Na dann, Und los! schwing dich aufs Pferd. Ich kann's kaum erwarten, diesen Hurensöhnen die Fresse zu polieren. Was soll's? Ziehen wir los. Bricht zur Schlacht auf. Ist das diesmal unser Pferdl, ja. Ein Gurkel habe ich auch gesehen, allerdings schon eine Stunde her. Verdammt nochmal, wo? Ich werde jetzt aussuchen. Ich suche es raus. Was macht denn mein... Ich bin gerade nicht im Spiel drin. Ich weiß nicht, was mein Pferd für einen Schlaganfall hat, aber es hat anscheinend einen Schlag. Hallo? Hallo? Nicht mehr folgen. Hallo? Okay. Ruhig, braves Pferd. Halt, stopp. Ich hab ausgetappt und dabei bin ich auf... Achte auf die Straße. Ja, du sagst doch, dass ich da mit einem Pferdl rauskomme, oder du Trottel, du Trauriger! Und los. Muss man die anderen wieder einholen. Was ist da unten der Hans? Gabe ist eigentlich immer Hans, gell? Langsam. Mach Langsam. Ist das der Hans? Hans! Ja. Jetzt sind wir unterwegs. Du, wir sind unterwegs! Hallo? Wie Ah, ja. gefiel euch der ungarische Wein, meine Herren? Hoffentlich dröhnen euch heute Morgen nicht die Schädel. Nein, Herr Kämmerer. Mein Kopf ist klar. Ein wahrer Ritter weiß sich am Vorabend der Schlacht zu benehmen. Und was ist mit deinem treuen Diener und Beschützer? Bereit für die Schlacht, Herr. So gefällt mir das. Mein Befehl lautet, auf euch beide Acht zu geben. Du hast doch nichts dagegen einzuwenden, dass ich dich begleite, Herr Capon.
Es ist mir eine außerordentliche Ehre. Da will wohl jemand nicht, dass ich's wieder versaue, hä? Aber Herr Capon, uns liegt doch nur der Schutz unserer Gäste am Herzen. Herr Ulrich, sieh du lieber zu, dass du dich heute nicht zu sehr mit Blut besudelst. Wir haben alle unsere Befehle. Meine sehen es vor, diese Gaunerbande aus Nebakow zu vertreiben. Also, warum trödeln wir hier rum, wenn wir zu tun haben? Auf in die Schlacht, meine Herren! Öffnet das Tor! Wir rücken aus! Der Ulrich von Gichtenstein. Gänsehaut-Style. Warum haben alle außer dir eigentlich eine richtige Rüstung an? Das ist eine richtig gute Frage. Wo haben wir die Rüstung vor mir her? Oh ja, das ist ja voll das Riesenaufgebot. Was zum Fick? Geil gemachte Cutscene. Macht Spaß. Dieser Gesetzlose und seine Bande haben uns wahrlich die Hölle heiß gemacht. Hoffen wir einfach mal, dass das nie wieder vorkommt. Gegen so eine Übermacht hätten sie nicht die geringste Chance. Auch wahr. Allein der Gedanke, dass ich mit dem Arsch zusammen gesoffen habe. Je. Ich hoffe, dir hat der Wein gemundet, Herr Capon. Der alte Nebak hat in seinem eigenen Kerker nicht mal Wasser und Brot bekommen. Sei unbesorgt, Kämmerer. Ich werde das Schicksal dieser Schlange persönlich besiegeln. Herr Birdlike wird gemacht. Ihr seid wahrlich erbärmlich. Man könnte meinen, ihr würdet euch nicht in die Wälder trauen. Selbst wenn euch eine Armee beschützt. Ich glaube, ich verstehe jetzt langsam, wieso es so brenzlig für deinen Herrn wurde. Vielleicht hat euer Hauptmann den Feind genauso leichtfertig unterschätzt wie du. Ich würde lieber meine Zunge hüten, junger Mann. Ihr habt euch nicht viel besser angestellt. Ja, und genau deswegen wäre... What? Haben sie jetzt mit einer Kanone auf uns geschossen? Alter, da haben wir Blutletten am Boden. Das heißt, sie haben gewusst, dass wir kommen. Was zum... Ich sag, der Kämmerer ist der Wichser. Sein komisches Geschau und der ganze Scheiß. Scheiße! Hey, Scheiße! Ich komm nicht raus. Ich... Okay. Los, in Gottes Namen! Mit dir, Heinrich! Komm! So, gib mal. Nicht richtig! Gib mir ein Schwert! Zurück können wir nicht! Sag mal, was du drauf hast! Du hast mir, kleiner Bastard! Arschlöcher abgestoßen! Mein Combo hingeschissen, so, was mehr wärst du, Ming? Da hast du einen Vogel hast, Meister. Stich euch alle ab und den Rest schieße ich ab. Wer ist da wer? Bist du besser oder guter? Ich kenne mich nicht aus. Sehr guter, sehr besser. Ich schieße mir mal ins Kreuz. Oh, ich hab kein Schwert nicht draußen. Vollidiot! Was? Kommt da was rein? Oh, was ist denn das Lustiges? Du ein Pfeil. Capon! Hans!
Hans! Himmel, ich muss zu ihm. Was zum Fick? Die haben gewusst, dass wir kommen. Was ist mit denen? Oh Gott, die laufen, wie die da oben, da schießen, dann das ist nix. Wo ist denn Hans? Bruder, geh zu Kapern. Ich bin beim Kapern. Wer ist noch gut? Wer ist der Beste? Wer ist der Beste? Schneller, du Huren! Wo ist der Hans? Hans, bist du besoffen? Du laufst gegen die Leiche eines. Wo irgendjemand. Ich weiß es nicht. Bist du ein Guter, bist du ein Besser? Ich weiß, du bist kein Guter. Du bist da, oder? So, wo kann man da noch draufhauen? Da kann man noch draufhauen. So, aufgeschlitzt. Ich tue mich echt ein wenig hart zum Singen, wer ist da fucking wer? Na du Arschkind. So, noch mehr aufgekaut, weil es eh wurscht ist. Wen haben wir noch? Komm ich von hinten, der komm ich von hinten. Ist er schon fit. Was ist denn mit den Bogenschützen? Wo zum Teufel ist der? Ich muss zu ihm. Das ist doch der Kapern, da ist er doch. Scheiße, Kämmerer Ulrich. Helf mir, diesen Trottel! Hörst du, Heinrich? Was passiert, wenn so Scheiße? Welche Scheiße, was zum Fick? Okay. Du blutest alles deines Schutzes. Halt's Maul! Was ist da los? Hilf mir! Schnell! Ich bringe dich um! Mühe ich mich überhaupt? Was tun wir jetzt da? Springt. Wir schießen da! Sag mal! Was ist denn mit euch Wichser da oben? Hilf mir doch mal, verdammt! So sieht's in dir. Alter, der schießt einfach mit. Heinrich! Schnapp dir den Kamera und die verstecken! Wir müssen hier ab. Kann man die überhaupt umbringen? Also hilf ihm! Bin gleich da. Ich helfe dir. Was muss ich da? Abschauen! Muss in der Foto rum. Und Söhne! Du bist Schwert lieber wieder raus. The fuck is happening? Alter, die schießen mit scheiß Kanonen auf uns. Wir haben ihn mit. Alter, der ist einfach, was ist denn? Okay, der Kamera uns hinter sich. Abflug. Vollsprint, den Haufen hinein. Ja! Bist du ein Guter, bist du ein Besser? Sag mal, was du drauf hast! Halt dein Maul. Alter, scheiß Gelaber, weil... Da liegst du im Dreck drin. Alter, kann man das mitnehmen? Sprechen, Schlachtruf. Bringe dich um! Oh, weiter geht's. Schlägerei! Wer ist denn noch wer? Du, Kasperlkopf, den kannst du haben, den kannst du... Hallo, helfen wir die einer vor mir zu zweit auf mich drauf. Hallo, komm noch mal jemand zu außer mir. Das war toll. Ja, so ist recht. Und tschüss. So, und der nächste Bese. Bist du besser? Nein, du bist kein Besen. Wo sind die Besen? Und auf den Dates. Und nochmal auf den Dates. Achtung. Abgestoßen. Was ist da los? So, Combo. Oben, unten, links. Vollidiot. Was ist denn jetzt, oder? Da gibt's so einen Schwertkampf mit dem... Oh, jetzt haben wir! Was ist denn jetzt passiert? Das war jetzt so wenig seltsam. Alle werden der Schlange nicht da sein! Da haben wir's jetzt. Holy shit, die haben alle ganz schön im Arsch da. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich laufe einfach da vier. Was tun wir jetzt? Hast du eine Idee? Scheiße! Wir müssen hier weg! Da sind noch mehr am Anmarsch! Da sind noch mehr im Anmarsch. Was schießt denn da auf uns? Ich weiß nicht, was da passiert. Was ist denn das da? Der Waffenknecht. Da stehlen wir doch erst einmal was. Was tut man sonst damit? Was haben wir denn da so? Groschen 13. Tu die nicht mit. So, was müssen wir überhaupt tun? Geh um die Barrikade herum. Rundum. Wo ist denn die scheiß Barrikade? Ja, wo soll die denn da rundum gehen? Da auf oder was? Oder, warte mal, kann ich da durch? Kann ich da durch? Ah ja. Ach du Scheiße. Vergib mir! Hin! Was ist das, du ungewachsener Bauernfresse? Haben wir schon! Hier in der Hand stecken wir alle an! Da oben. Schau mal, schießen die mit die. Gehen die Barrikade herum. Okay, das haben wir. Was haben wir da? Reden? Oh Gott, keine Zeit zum Reden.
Das ist für die aus, als hätten wir mehr Zeit zum Reden. Ich glaube, dass wir... Hinter dem Karren sind Schützen. Hinter welchem Karren? Achso, da hinten. Müssen wir jetzt Schützen killen. Wo Kapon. zum Teufel ist der? Wo ist er jetzt wieder? Hier, der war doch gerade neben mir! Da ist er. Okay, passt schon. Hans! Müssen wir den unterschlagen, oder was? Warte mal. Da schießen wir jetzt mit dem Bogen rein in ein Board. Und das ist alles Base, oder was ist mit denen? Da was dann drin. Oh shit. Hans, du schlägerst! Die schießen ins Gesicht! Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Kapon, wo zum Teufel ist der? Gib mir mein Schwert, Kim. Hotzenjoe! Hotzenjoe! Bist du besser? Ja, bist! Oh! War das einer von mir? Das wollte ich nicht. Hotzenjoe! Solange du nicht aufpasst, ist alles gut! Stirb, du Sau! Hotzenjoe! Wo ist der Franz? Nein, nicht der Franz, der Hans, Entschuldigung! Hans! Wie geht's denn, Hans? Das Ding schaut auch wild aus da. Und sowas habe ich noch gar nicht gekämpft. Ja, mein Pferd ist. Was ein Stress! 2 Stunden Cutscenes und jetzt geht's. Was ist denn mit den Typen da oben? Die sind die allerletzten. Alter, hat das Telefon einfach erschossen, oder was? Du, ihr Arschkinder da oben. Was der mir jetzt? Hans! Machst du einen Sturmangriff? Ich weiß es nicht. Ich nehme mir wieder einen Bogen. Ich tue schon mal Vorarbeit leisten, ich probier's. Warte. Oh, nein, weiter neben. Alle runter da! Wir schütteln sie auf der anderen Flussseite ab! Hm? Oh. Au. Okay. Hans! Hans! Sieh mich an! Hat er nicht auf den Bild gekriegt. Oh oh. Sehr gut! Herrn Kapon von Pirkstein winkt uns mit Sicherheit ein Das ist der schwarze Rittersepp, oder? Nein, ist er nicht. Aber ihr kennt die Stimme irgendwie. Dann kommt ihn euch holen. Oh oh. Oh shit. Mein Junge, Mut ist eine Sache von Ehre. Aber was du da vorhast, ist weniger Mut, sondern eher Tollkühnheit. Besser tollkühn in Ehre, als fremde Feige aus dem Hinterhalt anzugreifen. Es erfüllt den Zweck. Ist Krieg ist immer dreckig. Besser, man hat seinen Kopf stets auf den Schultern und den Feind auf seinen Knien, als andersherum. Was verschlägt ein Feigling zu Banditen? Abdecker solltest du sein. Da bleibt der Kopf, wo er ist. Und du hättest deinen Platz in der Schenke. Halt bloß dein Schandmaul. Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Einem Wiesel, das aus Büschen schießt, statt ehrenvoll zu kämpfen. So denkst du also. Mach dir nicht die Hände an ihm schmutzig. Ein Schuss und... Tatsächlich fange ich an zu denken, dass dieser junge Ritter einen gerechten Kampf verdient. Oh oh. Ach du Scheiße. Wenn er gut genug ist, lass ich ihn leben. Ach du Scheiße. Okay, let's try it. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe noch nie gegen jemanden nur mit Langschwert gekämpft. Na ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also los, mein Junge. Dann zeig, was du kannst. Geht das mit dem Langschwert da mit den Meisterhiebe? Genug!
Verdammt, Bastard! Das war ja wohl mehr als peinlich, du Aftenkind! Gut. Ja. Schischka, bist du in Ordnung? Auge aus der Dusche, ne? Hältst du einen Gesetzlosen für so vertrauenswürdig, dass du seinem Wort Glauben schenkst? Hä? System Overload! Jeder noch so gute Plan kann jederzeit durchkreuzt werden. Wie heißt es so schön? Meine Damen und Herren, Press F für den Hans und für den Heinrich. Und was das soll, sehen wir am Freitag. Hashtag Treehänger. War wie ein Trottel. Ich kann. Das brauchst du mir nicht verzeihen, dass die uns jetzt auch. Hat man uns Hänger sehen? Ich bin mir nicht sicher, aber so eine gelbe Rüstung, so einen gelben Typen habe ich schon ein paar Mal sehen. Okay. So auf die Gefahr hin, dass sie vielleicht wieder irgendwo bemängelt, wie so von wegen, die Preise sind alles, wie gutes Speis, werde ich aber trotzdem tun. Wenn das hier nicht eines der besten Spiele ist, den wir jemals überhaupt in dem Stream da herin haben, dann kann ich keinem helfen. Und das werde ich nur 80 Mal sagen, solange das Spiel dieses Level hält. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Gespeichert ist um 22:54 Uhr, das war gut, wir haben aufgenommen vor ungefähr 2 Minuten. Die Cutscene haben wir gesehen, wie es weitergeht, sehen wir am Freitag, 20 Uhr. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wird das jetzt schwierig, dass ich nicht währenddessen auf Weiterspielen drücke. Ich kriege einen Vogel. Zählt es dann als ganzes Topset? Weiß ich noch nicht. Smash the Like-Button! Kuss auf die Nuss. Wenigstens der Kamera hat es hinter sich. Das stimmt. Ich hätte jetzt eigentlich, der Kamera war in den Cutscenes so ein bisschen sehr im Fokus und hat ein bisschen komisch geschaut und den Kopf beidelt und so ganz seltsam. Hat man eigentlich gedacht, mit dem stimmt vielleicht was nicht. Vielleicht weiß der Kamera auch schon von Anfang an die ganze Zeit, wer wir mir sind. Und deswegen hat er uns in den Kerker gesteckt. Und deswegen wollte er einen Hans aufhängen. Am Montag haben wir den Teil gespielt. Der Hans kann natürlich sterben. Ich glaube nicht, dass der Heinrich stirbt. Ich glaube nicht, dass der Heinrich stirbt, so ehrlich muss man sein. Was eine absolute übernarrische Scheiße war. Und das könnte erklären, warum manch einer da drin schreibt, jetzt wird's dann narrisch. Wenn der Heinrich wirklich tot ist und du einen anderen Protagonisten spielst. Das war einer der krassesten Plot-Twists oder allgemein einfach, ist ja kein Plot-Twist in dem Sinne, ist einfach nur ein Twist und ein unerwartetes Geschehen ist, das ich so dann auch noch nie in einem Spiel gesehen habe. Das ist das Nächste. Heinrich war nur der Tutorial-Jar.
Und jetzt kommt dann, was weiß ich, was weiß ich, ihr wisst das ja nicht, vielleicht ist das der neue Hauptcharakter. Das war insane. Ähnlich wie in Last of Us 2, ja. Stimmt. Jetzt spielst du dann den Kerl mit dem Schnauzbart. Das war das darf ich einen krassen, richtig krassen Twist finden. Wir werden sehen. Meine Damen und Herren, bleiben Sie gespannt. Freitag 20 Uhr werden wir es auswählen. Ich kann mir nicht vorstellen. Die können nicht den Hauptcharakter töten. Gut, das haben wir in der Last of Us auch gemeint. Aber es sind ja beide Hauptcharaktere. Der Hans ist ein Hauptcharakter, der Heinrich ist ein Hauptcharakter. Ich kann mir nicht. Deswegen bin ich jetzt nicht mit einer offenen Kinnlade da gesessen. Ich glaube nicht, dass der Heinrich tot ist. Ich glaube nicht, dass das deren. War aber allerdings richtig narrische Scheiße, wenn doch. Leck mich am Sack. Wir werden es rausfinden. Am Freitag 20 Uhr. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Kuss auf die Nuss. Ist in Red Dead 2 passiert? Auch nicht wirklich. Da war es Speigur. Aus sicherer Quelle weiß ich, wir haben weit entfernt vom Ende des Spiels in Kingdom Come. Hey, bitte keine Spoiler zu Last of Us 2. Ja, Mr. Bernd, Alter, das Spiel ist mittlerweile 7 Jahre alt oder so. Dann müssen sie halt irgendwann mal anfangen zum Spielen. So. Ich bin sehr gespannt auf Freitag. Und ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht vorausschaue. Ich sag das, wie es ist, weil es mich selber interessiert. Wenn sie das durchziehen, wenn sie das durchziehen, Alter, dann... Wenn dann kein Game of the Year kommt, dann fuck you. Dann fuck you und deine geriggte Game of the Year Scheiße. Gut, es gibt noch Monster Hunter Wilds, das haben einige geschrieben, also mit, mal chillen mal die Kniescheibe, Monster Hunter Wilds kommt auch noch. Und eventuell kommt noch GTA 6, aber sonst sehe ich nicht recht viel, momentan, was da irgendwie hinschmeckt. Und wenn mir irgendein ahnungsloser Trottel mit Assassin's Creed Shadows kommt, dann muss ich sagen, hau ab. Hau ab, deabonnieren, hau ab. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen was. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest. Es ist 11 Uhr. Ja, sollte man vielleicht mal öfter machen, einfach 3 Stunden spielen anstatt 2. Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Press Triple F für die Moderatoren. Danke für die ganzen Donations. Das ist heute mal wieder aus dem... Mittlerweile habe ich es, glaube ich, schon zum zweiten Mal. Am Montag habe ich es, glaube ich, auch schon gesagt. Aber heute ist deutlich nochmal krass aus dem Ruder gelaufen. Weiß nicht, was da los ist. Vielen Dank dafür. Danke an die ganzen neuen Mitglieder, danke an die Resubs und alten Mitglieder, danke an die Moderatoren und alle anderen und überhaupt und sowieso. Und jetzt schleichen Sie sich davon. Wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr. Bis dann. Hi! Kein Schlaganfall. Mein Gott, wie soll ich denn die... Bis dann. Vogel. Best Game of the Year. Irgendwann Indiana Jones war geil. Alles klar. Das ist übrigens eine Sache, die man abgeht in Kingdom Come. War mir gar nicht aufgefallen, wenn wir nicht vor kurzem erst Indiana Jones gespielt haben. Hätten. Fei. Man kann, glaube ich zumindest, nicht, dass ich jetzt einen Schmarrn erzähle, aber jetzt habe ich es noch nicht gesehen, man kann keine Gegenstände auf Gegner schmeißen. Zum Beispiel, dass ich das Brot so nimm, wie man es in Skyrim machen kann und so weiter, dass ich das Brot nehmen und einfach werfen kann. Oder ein Schwert aufklauben und einfach werfen kann. Und sowas. Da kann man einen Haufen verschiedener Blödsinn machen. So, jetzt schleicht dich! Ich habe die Ehre! Tschüss! Okay, bye! Nein, Nikus, schleicht dich jetzt! Schau dir das Cover vom Spiel nochmal an und sag, was da auffällt. Oh.